Hallo miteinander, willkommen zu Metal Cerebral. Ja, es ist Mitternacht. Ich habe gerade Bullet Festival Podcast fertig editiert. Und mal kurze Erklärung dazu. Wir sind eben mit dem Bella am Bullet Festival gewesen, und wir haben mal Interviews geführt mit coolen Leuten. Also das wird das Format vom Podcast sein. Genau. Ich wünsche mal viel Spaß. Und ja, merci Bullet Festival haben uns dabei gehabt. Und ja, dies ist der Bullet Festival Folge. Grüezi wohl, meine Damen und Herren. Wir sind hier mit Metal Cerebral Interviews. Oh, hey, Mit Alos Game. Stell dir mal kurz vor. Ich bin der Damis, ich bin der Sänger. Ich bin der Marco, ich bin der Drummer. Weißt du was, stell mir den Scheiß an. Das ist gut. Fuck. Ja, du kannst es auch auf unsere Crotches richten, das ist So, ja, ist perfekt. Hey Jungs, Sie haben eine grosse Bühne eröffnet heute. Wie war es? Ja, es war sehr geil gewesen. Also die Leute sind für einen Freitagabend eigentlich schon extrem abgegangen. Ja? Viele Leute haben da gehabt. Ja, verdammt. Also ich hätte es nicht gedacht. Ich habe gedacht so von, ja, alle kommen jetzt noch vom Arbeiten und ja, viel Spass dann noch um halb sieben. Aber Ja. nein, Es haben auch Leute geschrieben, die gesagt haben, hey, wenn spielt ihr? Und dann haben geschrieben, so, halb sieben. So, ja, ich komme schon, aber ich komme unter Protest zu früh. nein, aber es war geil gewesen. Ihr habt auch noch einen neuen Song released heute, oder? Korrekt, ja, der River Styx, ja. Ja, erzähl mal. Ja, keine Ahnung. Also, ich habe vorher gerade jemanden mega schön zusammengefasst. Und zwar der Oli. Er hat die Hauptrolle im Musikvideo. Aha. Weil er hat gefragt, ob wir noch die Lyrics parat haben. Weil er hat halt mitgespielt, er weiß ein bisschen, um was es geht. Und ich habe ihm so erklärt, so, ja, ursprünglich hat eigentlich mal der Leon ein Riff mitgebracht in den Bandroom, wo basically der halbe Song schon war. Und dann haben wir um das den Song gemacht. Und ich weiß nicht mehr, wer es war, aber irgendjemand hat mal den Namen River Styx vorgeschlagen, mega lustig als Projektname. Ja. Und in der Regel ersetzen wir die später durch einen richtigen Namen. Ja. Der ist irgendwie stecken geblieben. Aha. Und da habe ich dann mal gefunden, River Styx, griechische Mythologie. Hey, da hat es doch irgendeine Geschichte, die einer mal in Taben ist. Und dann bin ich das nachschauen. Orpheus Eurydice, sogar noch ein Buch daheim von der Schule. Ich habe im Fall gemeint, es war ägyptisch, aber Nein, 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 es ist nein, griechisch. es ist Ja. griechisch, Aber ja. same. Also ist so wie Metalcore und Deathcore. Also. Einer hat den anderen irgendwie Einfluss gebracht. Nein, und dann haben wir gefunden, ja, das ist ja klar, was wir machen. Und ich glaube, du hast mit dem Brian Axel den Text dementsprechend angepasst. Ja, auch. Wir haben dann die Story durchgelesen. Und für das Musikvideo ist dann eigentlich keine Frage mehr gesehen, was wir machen. Also. Lass mal schauen, ob der Scheiß aufnimmt. Der nimmt auf. Ja. Relativ nein, Sorry, ich habe ein bisschen ausgeschweift. alles gut. Nein, sehr theatralisch habe ich es gefunden. Also, Ja. ich gerade den First Comment, da bin ich sehr stolz. Ja, das haben wir gesehen. So, guten Morgen. Alter. Ich habe Ja, ich habe ihn erklärt. Sehr gut. Ja, was kommt als nächstes bei euch? Jetzt vorerst mal ein bisschen Konzert und so. Das sind jetzt auf jeden Fall unsere 2 Singles gewesen, die wir jetzt haben releasen wollen. So, gerade in der Pipeline haben wir gerade noch nichts, aber wir haben auf jeden Fall «There are things coming». So, oder was Big auch immer, man things schreibt coming, man nachher «Big things coming», genau. No. Demos haben wir theoretisch ein paar, mehr oder weniger fertige, zum Teil komplett, zum Teil halb. Aber ist eben mit vielen Gigs, die noch sind. Jetzt haben wir da noch Bandraumwechsel, zwangsmässig so. Wo sind ihr gewesen? Wo gehen ihr hin? Jetzt sind wir in Horb gesehen, haben den Raum über die Jugendanimation gehabt. Jetzt sind wir leider zu alt. Ich stehe mit den Regeln, mit dem Alter. Ja, Wir sind 20 und wir sind schon ein Jahr, 2 drüber. Ja. aber es ist cool, also wir haben dort wirklich, was haben wir gezahlt? Irgendwie 82 Stutz im Monat. Das sind Nebenkosten im Jahr. Wir zahlen 75 im Monat. Ah ja, 75 im Monat, sorry. Ja, und jetzt haben wir aber etwas gefunden im Obenau, also nicht mega weit weg. Ah gut, mit White sind wir auch im Jugendkulturzentrum gesehen und wir haben damals müssen aushelfen mit Events, was wir jetzt nie gemacht haben. Hey, wir spielen jetzt zusammen. Ja, voll. Voll, geil. Wir spielen zusammen. Ja, voll. In Werkbaden mit Fear Lab und Sons of Coherence. Sons of Coherence sind noch, genau. Ja. Port of Call. Port of Call. Ah ja, stimmt, wir sind das 5. Höhe. Ja, das ist super. Du hast das mit organisiert, nicht? Ich habe nicht organisiert, ja. Der Sascha hat mich in den Chat hineingeschmissen. Und so, Der Drummer ist immer der professionellste von der ja gut, ganzen. aber er studiert. Ich bin nur Gärtner. Ausrede, wer studiert, kann das saufen und dann verdient man viel. Ja, okay, fair. Du bist der All-Brawn, No-Brain, Bruder. Ja, ich lerne dafür alles an Du siehst anderen einfach gut Scheiß. für die Kamera und so. Ja, genau. I'm just a model. Ich bin
Ich werde nur gezahlt, um da zu sein. Du musst gut aussehen und dann hast du die halbe Miete schon gezahlt. Ja, genau. Ja, sonst, welche andere Bands findest du so cool auf einem Line-Up im Bullet? Kajakon werde ich eigentlich schon ewig sehen. Ja. Entsprechend freue ich mich recht auf die. Wer haben wir noch? Ich bin halt nur heute rum. Ja. So, ich bin das ganze Weekend rum. Ich habe mich theoretisch auf Belfigur gefreut. Ich habe halt leider abgesagt. Ja. Das war eigentlich der Hauptgrund zum Gehen am Sonntag. Aber ich meine, es spielen noch andere Local Bands und so. Von dem her ist es nicht so. Was machen Belfigur nochmal? Death Metal, oder? Ja? Death Metal. So Black and Death Metal. Ich weiß nicht, ob es mehr Black oder Death ist, aber es wohnt auf jeden Fall im Style. Dafür hast du jetzt deutsche. Ja, mega Herz spielen jetzt. Weißt du, das Gothic, oder? Es ist, glaube ich, eine neue deutsche Härte. Ist weniger mies. Ja. Ich weiss auch nicht, es ist schließlich Sonntag. Ich bleibe auch nicht bis ganz zum Schluss. Ist so Rammstein-Musik, ne? Das ist so Epic Rammstein irgendwie so. Aber ich glaube, Vicious Range spielt glaube am Sonntag auch, oder? Auf die freue ich mich auch. Sonntag oder morgen? Ja, bin nicht sicher. Ja. Geil. Wäre auch cool. Cool, ja. Sick, let's go. Ja. Und du? Freust du dich auch, Feli? Ich freue mich auch. Vicious Rain, einer von denen. Und ganz ehrlich, es sind so viele Bands, die ich kenne, die ich gerne habe, ich habe Überblick verloren. Fair. Es ist auch ein gutes, grosses Line-Up, also entsprechend, absolut. Ja. Aber erst mal, als ihr jetzt am Bullet spielt, wie findet ihr es soweit? Das ist cool, also die Leute und so, die da das organisieren und so, machen das extrem gut. Es hat für ein Festival ist es wirklich, es hat für jedes Seich, für jede Ecke hat's irgendwie Leute, die zuständig sind. Es wird zu allem eigentlich geschaut. Wir haben mega gute Unterstützung so weit gehabt und so auf der Bühne und so. Noch nie so schnell auf- und abbauen. Also es war extrem cool. Dass wir Stagehands überhaupt mal haben, das ist ein rechtes Upgrade gesehen. Wenn du nie so schnell eine Bühne auf und wieder abbauen. Das ist übel. Ja, der Sound ist schon gut gewesen, muss ich sagen. Danke vielmals. Danke, bist du hören. Ja, sicher. Also ich habe es nur zum nächsten Song geschafft, leider. Aber zum Glück ist der, genau, den ich hören will. Ja, Hauptsache. Feierabend gestanden und so, weißt du. Ja, shit happens. Ja, absolut. Wir haben zum Glück noch genug andere Konzerte in nächster Zeit. Ja. Und du siehst uns dann. Bald. Wo spielt ihr alles? Wenn wir jetzt zusammen spielen? Nächstes Monat spielen wir in Hönk, Zürich, mit Polar Shift und Rune. Stimmt, ja. Dann im Mai eben der Gig mit Fear Lab, Taoist etc. Dann haben wir eine kurze Sommerpause, gehen selber auch schon an Festivals und so. Ja. Dann im August ist noch etwas, das noch nicht announced ist. Das darf ich jetzt auch. Ist announced. Das im August? Es ist announced. Nein, das im September ist announced. Doch. Ah. September, ja. Das im August ist noch nicht announced. Nein, das ist noch nicht announced, ich darf das auch nicht sagen. Aber im September spielen wir noch an einer Hochzeit und dann noch am Metal Field. Ah, geil. Greenfield bist du dabei? Als Gast, ja. Wir sind leider beim Contest nicht weitergekommen. Shit happens. Aber es sind auch verdammt starke Bands, die jetzt dafür gehen. Also deswegen. Die haben es alle verdient. Ja, absolut. Also, kein Wunder. Ich habe gerade vorhin mit dem Luke von der Kate Effect darüber geschnurrt. Wir haben einfach so von Polar Shift, fair. Save Your Last Breath, fair. Ich meine, Save Last Breath, glaube ich, meldet sich an seit irgendwie 15 Jahren oder so. Ja, fair. Aber endlich sind sie dabei, Alter. Let's go. Ich weiß nicht, warum Polar Shift das Jahr wieder ist. Letztes Jahr sind die auch dabei gewesen. Ja, keine Ahnung. Also haben sie es verhängt? Ich weiß nicht. Vielleicht sind sie so Fans von ihnen, aber es hat letztes Jahr vielleicht knapp nicht gelangt. Ja, voll. Komm, das mal. Vielleicht haben sie irgendwie den Organisator irgendwie ein bisschen schaust du. Ohne durch. So ein Zürcher, Alter. Nein. Aber nein, eben... Gute... mal. Hände gut. Aber denkst du, Metal Field ist announced, oder? Ja. Genau, ja, voll. Geil. Yes. Und im August kommt dann etwas? Scheinbar. Okay. Ich weiß nicht mehr. Im August. September, Ende September. Ah, ja, stimmt, genau. Voll, genau. Wir wissen aber noch nicht, welchem von diesen 2 Tagen wir dann spielen. Das sehen wir dann noch. Aber auf jeden Fall das erste Mal für uns Outdoor-Festival. Geil. Von dem her Geil. Let's go. Let's go. Wie cool. Alright. Das ist sehr geil. Hey, wir sind mit mir geschnurrt ein bisschen da. Hey, danke. Ist voll okay. Ich habe mein super Jäckchen an. Es behaltet immer warm. Ja. Also. Es gibt ein Lagerfeuer, aber wir sind nicht dort. Nein, das Lagerfeuer ist Also ist gefährlich, überhaupt nicht besetzt, aber ist okay. Aber es ist gefährlich, wenn der Mikrofon nicht fällt. Einmal. Nein, ohne Scheiß. Fair. Also, ja. Das brennt nein, das gut. ist alles neu im Fall und ich wollte es nicht kaputt Fair, machen. fair. Aber ja, Nice. Ist cool gewesen. Cool, und, danke vielmals. Ja, Bis bald. bis bald. Danke vielmals. Ja. Versuch mal ein bisschen professionell. Saletti Paletti, wir sind da zurück. Wir sind im speziellen Backstage vom Bullet Festival mit Pascal. Und dem Dani. Erzähl mal ein bisschen über euch. Was macht ihr da? Ja, ich verkleide mich ein bisschen als
Bull, Wotan und verkaufe ein bisschen Lösli und ja, bei der Band ein bisschen Blödsinn machen. Wo ist deine Maske? Ein Ui. bisschen an der Wand. Vergessen. Aber der hat sicher mal an einem Konzert gesehen. Ah oder ja. so. Ja, der ist... Ah, da, schau mal. Da hat er ihn. Und du, Dani? Und ich mache Bühnenaufbau, also ich stelle Sachen auf wie Drums und so Sachen und helfe den Bands beim Aufstellen. Und ja, schaue viele Konzerte nebenbei. Und wie sind ihr dazu gekommen, um am Bullet Festival teilzunehmen? Ja, ich habe Seppi durch einen Kollegen kennengelernt am Hardcore Unite vorletztes Jahr. Mhm. Und bin dann nachher relativ schnell in den Verein gekommen und letztes Jahr noch als Gast. Und der, was er geheißen hat, ja, was für Aufgaben willst du machen, hat er gesagt, ja, ich soll doch da draußen stehen, der Band zeigen, was durchgeht. Und was der geheißen hat, ja, wer will da den Wotan machen, habe ich gedacht, ja, mach ich! Ich will bei den Bands Blödsinn machen. Ja, ja. Ja, und ich habe das Sebi mal vor langer Zeit, also in der Pandemie, Weißt du nicht. muss ich noch alles selber machen. Nein, vor langer Zeit mal in einer Pandemie. Also In einer Pandemie. Eine von vielen. Genau. Lieber nicht. Nein, in der Pandemie an einem Festival in der Innerschweiz kennengelernt. Ganz durch Zufall. Ein Festival der Pandemie? Ja, Welche? das Urrock in Sarne. Oh, okay. Das war relativ wild. Dort kennengelernt. Mhm. Und dann habe ich immer wieder mal gesehen an Konzert. Und dann hat er mal erzählt, dass er ein Festival gründet. Mhm. Dann habe ich gesagt, ja, also wenn du Helfer brauchst, ich bin dabei. Ja, Ob ich jetzt am Abend die Bühne noch abwischen oder was auch immer, ich Mhm. bin dabei. ja. Dann hat er gesagt, du machst Stagehand, das gefällt dir, glaubst du. Und ich muss sagen, das gefällt mir extrem. Geil. Stagehand-Erfahrung hast du schon gehabt, oder? Null, gar Null. nicht. Noch nie gemacht. Alright. Aber es macht extrem Spaß. Das Ich ist kann mir wichtig. nichts Schöneres vorstellen. Sonst musiktechnisch, was hört ihr so für Musik? Also, Nimm den an. ja, also eigentlich alle Arten von Metal. Also Alright. vom Mittelalter bis Machen zu wir Hardcore. Top 5 Künstler. Hm. Das kann auch von jetzt sein. Das ist immer so eine Sache. Gut, der Kate-Effekt ist Mm. relativ hoch oben. Geil. Dann so Heaven Shall Burn ist halt Mhm. schon auch immer geil. Geil. Und ja, was ist noch so? Also Cannibal Corpse ist auch Mhm. noch geil, so Classic, live. ja. Und Saltatio Mortis, würde ich sagen. Ja, das ist eine interessante Mischung. Eben, es ist eine wilde Mischung, aber Aha. ja, ich Alright. finde halt alles geil. Für dich, Pascal? Ja, also auch sehr, sehr viele unterschiedliche Genres. Mhm. Sehr, sehr gerne Atmospheric Black Metal, Mhm. Black, Death. Was für Bands? Erzähl mal, gib Ja, mal absolut die Lieblingsband. Da kannst du vor der Bühne stehen, dann Mhm. kommt das Intro und denkst, shit, ich will nicht anfangen zu heulen. Elende. Tipps. Elende? Ja, Österreich ist aus Graz. Muss ich mal abchecken, kann ich nicht, ja. Dann Sauer. Ja. Kanbart. Ja. Habe ich leider letztes Jahr verpasst wegen der Feuerwehr. Die machen Aber- ja, die kommen ja in der Schweiz, oder? Sauer und Kanbart jetzt. Kanbart, ja. Ja. Kanbart ist schon aus der Ja, aber ich West. meine, Sauer macht Tour und ich komme in der Schweiz und Kanbart Ja, sind dabei. Ja, ich sehe das wirklich zweimal, weil ich noch am Ragnarök bin das Jahr. Aber von Ah. dem her passt schon. Ja, sehr geil. So. Also ich dort, ja. Ja, und so ein bisschen auch wegen euch zwei, so ein bisschen sehr viel, auch so ein bisschen regional und dort, ja, Boys von Fearlab, grosse Liebe. Yes, jawohl, sehr gut. Dann Whiteout, muss ich sagen, holy shit, ist das geil gewesen, das letzte Konzert, hat Ja, Spaß das ist gemacht. ja- Und sonst so ein bisschen, ja, was ich auch sehr Freude hatte, so als Deadliner, so Rectal Depravity oder Guter Lachs geht auch immer. Guter Lachs, ja. Ich bin toi toi durch die Crowd, ist geil. Ja, das ist Indoor ein bisschen schwierig, aber Mhm. ja. Ja, da hat uns der Brian ein bisschen so gezeigt, was. Weißt du, hast du die Welt von Brian? Da sehen wir immer wieder. Ah, grüezi, hallo. Wir haben den Radar von Kate Effect. Ja. Holt sich etwas zum Trinken, zeigt uns Arschlöcher. Shake your booty! Shake your booty. Und auf welche Band freut ihr da am Bullet Festival 2025 am meisten? Ja, mein Highlight hat leider müssen absagen Mhm. mit Belfegor, Ja. aber Du bist die sonst... zweite Person, die das sagt. Ja, sonst sicher heute mal... Ich kann noch nicht so viel von ihnen hören, aber Gaikon tönt sicher noch gut. Mhm. Nachher noch heute Orchid B. Ja.
Spello-Eimer, extrem geil. Und ja, ich kann mich überraschen bei den anderen. Bei den anderen kenne ich jetzt noch nicht so viel. Ja, ja. Und natürlich der Kate-Effekt. Ja. Also Secret. Also bei mir ist natürlich ganz klar Nummer 1 da, Geierkorn für das ganze Festival. Ja. Weil ja, die sind einfach geil. Mhm. Und A Lost Game ist halt einfach geil. Ja. Die sind einfach schon richtig gut gewesen. Ja. Die Jungs sind super. Extrem. Ja, leider erst zum letzten Song geschafft, aber Schade. immerhin. Du hast etwas verpasst. Immerhin habe ich einen Song sehen. Ja, Feierabendverkehr ist auch nicht. Nee. Ja, ist nicht so der Hit gelaufen. Ja, ist nicht so hit. Ja. Aber geil, hey, cool dabei. Und ja, was sind so eure abschließenden Wörter für die Zuhörer vom Podcast? Ja, hey, kommt doch vielleicht das nächste Mal vorbei. Ja. Freut uns immer über Leute, die kommen. Weil ja, es hat noch Platz. Und ja, es macht Spass. Und wir ein bisschen Local Shows schauen. Da muss ich schon sagen, ihr seid auch viele Local Shows. Also, euch sehe ich recht oft. Das ist sehr cool. Und da wird gesoffen, nur. Das ist hallo, das ist der Brian. Hallo. Und Super. bei dir, Pascal? Support your local Metal Bands und warten nicht so lange und kommt vielleicht da zur Sommer Edition. Oh, stimmt, ja, die gibt es auch. Ja, ist sie schon angekündigt? Alright. Danke, Brian! Zuerst können wir mal raus da. Hallo. Ist das jetzt schon mal aufnehmen? Kannst du das aufnehmen, dass der Ricky da professionell macht? Das kann er nicht. So, hallo. Bitte. Immerhin lang genug Jahre, nicht so bin ich. Haha, let's go. Danke, Kameramann Nico. Weißt Echt stabil. Es geht sogar das Tor auf. Fucking hell. Alright. Also, Ricky, haben wir jetzt schon einen Podcast Ja, aufgenommen? wir sind da. Warte mal. Ist das 30 oder so? Ey, ja, keine Ahnung, ob das eine 30er-Zone ist. Willkommen nicht zu cool, Metal ja. Servala. Der Ja, Ricky fetzt gerade mit. der Tür. Warte schon, bis ich Ara verlasse. Ah, shit, Ara, sorry. Ui. Weiter und nicht Aram. Okay, wir sind noch nicht aus Luzern raus. Der Ricky hat uns schon zweimal fast umgebracht. Habe den Bruder nicht gesehen. So. Ist okay, er hat dich auch nicht. Egal. Der Ricky. So. Nein, wir sind heute am Bullet Festival, Tag 1. Erzähl mal, du bist ja vorhin da gewesen. Weißt du alles gelaufen? Für das, dass der Ricky Audio-Ingenieur ist, macht er die ganze Zeit Sachen, wo man sich eigentlich von jedem Audio-Ingenieur am Ring klopft, soll ich dir das Getränk aufmachen? Das wäre sehr lieb. Der Ricky macht eine Ansage, während er schnitzt. Das habe ich sehr gut gefunden. So viel ist das Bullhead Festival also wert. Ja. Also was ich will, ich war früher dort. Jawohl, du bist ja früher dort gekommen. Ich bin um 2:30 schon da. Ja. Das ist super, ja. Das stimmt. Wie ist so organisatorisch gesehen? Ja, ich bin angekommen, dann musste ich 2 Bilderrahmen unterschreiben und ein Stofftier. Und dann musste ich aufstellen. Wir mussten das Schlagzeug aufstellen, das von der Venue gestellt wird. Das habe ich weird gefunden. Alright. Weil der Roman, der Schlagzeuger von Fear Lab, ist dann das Auto zurückbringen, weil es keinen Platz hatte, weil Gaia ihre scheiß Nightliner mitgenommen hat. Darum hat es keinen Parkplatz gehabt. Und dann haben wir dort so, sie so, ja, das Schlagzeug müsst ihr aufstellen. Wir so, ja, ist ein bisschen blöd, der Schlagzeuger ist nicht da. Und dann haben wir das Schlagzeug halt aufgestellt, haben einen Soundcheck gemacht und dann war es fertig. Und dann haben wir gewartet, bis wir spielen können und dann haben wir gespielt. Ja. Also, und ich habe etwas zu essen bekommen und zu trinken. Und es hat einen Backstage gehabt, das war sehr gut. Das ist sehr wichtig. Backstage auch sehr wichtig. Ist Bruch Brothers da hinten irgendwo? Ja, da vorne. Voll. Geil. Ja, das war lustig. Cool, ja. Hat es da irgendwas? Siehst du bei dir, dass die Audiobalken etwas zeigen, Nico? Ja, voll. Sehr gut. Wenn ihr etwas labert. Ja, dann ist der erste Autopodcast, den wir machen. Das ist super. Jawohl. Wir müssen also noch 80er Synthwave-Musik drunter legen, damit es richtig geil ist. Ah, Mhm. dort ist Bruch Brothers. Ja, genau. Shara Brudis. Das ist offen. Thank you. Ja, das war eigentlich ziemlich geil. Ich habe das erste Mal meinen Bass gehört auf einem In-Ear. Aber alle haben gesagt, man hat den Bass sonst nicht gehört. Und ich habe nur so Nein, gedacht, doch. Dann ist der Lukas einfach betrunken. Ja. Okay. Aber ein Lost Game, hast du ein bisschen schauen? Ja, habe ich 10 Minuten geschaut. Mhm.
Starker Bruder. Starker Bruder. Der Sänger sieht ein bisschen aus wie ein Obdachloser. Aber das hat zum Damals, Swag von der Band hinzugefügt. Ja, das ist der Homeless Swag. Er hat mich mit seiner Freundin verwechselt, weil ich auch blonde Haare habe. Den Homeless Swag kannst du nicht unterschätzen. Das ist ganz Ja, stimmt. Wenn ich links rüber schaue, frage ich mich eigentlich auch, wie du eine Wohnung hast. Ja, fragt meine Frau auch. sie ist so die ganze Zeit so wie, ja, hör auf, versuche Gen Z zu sein und so. Ich sage, nein, Ja, okay, aber das ist ein fairer Punkt, den ich jetzt da mal sagen. ich habe jetzt wieder Latino Das ist der erste Podcast mit Gästen, by the way. Ja. Nicht mit Gästen, mit Zuschauern. Ja. Oh, schau, ich habe die Latino-Kette wieder ausgepackt. Ich wollte mich fragen, wieso das der erste Podcast mit Zuschauern ist. Wir fahren vom Bullhead Festival heim und wir haben jetzt da hinten auf der Rückbank noch 3 Leute, die gezwungen werden, uns zuzuhören. Genau. Weil der Ricky das Gefühl hat, wir machen jetzt noch einen Podcast auf dem Heimweg. Absolut, ja, das Thema ist eben. Also Bullet ist sehr cool, aber es hat zu wenig, also ganz wenig Pause zwischen Bands. Dann ist es ein bisschen Rush. Dann, ich habe doch ein paar Interviews geschafft, haben die wahrscheinlich schon im Podcast gehört. Aber... Also es kommt im Podcast rein nachher noch so? Ja, voll, genau. Also ich mache so Schnippschnaps von jedem Ding, das ich aufgenommen habe. Heute habe ich mit der Lost Game ein bisschen geschnurrt, mit dem Damis und der... Ich habe den Namen vergessen von Brudi, sorry Bro. Und dann... Also jetzt bin ich nachher raus, wie wir meditieren. Ich sag's dir. Dann war Basel, Bern, in Nord, Zürich, Zug. Ich glaube Zürich, oder? Nein. Ja, towards Basel. Bern ist sonst Basel, Navi am Sagen. Ja, Basel, Bern. Ja, cool, let's go, Basel, Bern. Nein, und dann mit Lost Game haben wir mal ein bisschen geschnurrt. Dann selber Promo für die Hause gemacht. Und dann mit Pascal und Dani vom Bullet-Team haben wir noch geschnurrt. Das haben die alle sicher schon mal gehört. Und eben, morgen, Samstag, rede ich auch noch mit Leuten. Aber ja. Nein, ich habe gefunden, lieber mal geniessen wir ein bisschen das Konzert. Schauen wir Bands, nicht, dass wir wie bei einer Band nicht dabei sind, so blöd. Also alle Bands haben wir schauen können. Ein paar haben wir ein bisschen mehr geschaut als andere. Aber Lost Games sind stark, ich habe leider nur den letzten Song hören. Und halt die Hälfte vom vorletzten Song. Ist aber ganz cool, also ganz stark die Bros. Ich finde, der Bassist kann sehr gut singen. Finde ich ganz geil. Ja. Ja. Ich habe am Anfang gedacht, der Damis ist am Singen, aber nein, das ist der Bassist, der singt. Der Damis ist der Sänger? Der Damis ist der Shouter. Und er shoutet sehr gut. Ja. Und ja, das kommt gut. Also die Jungs sind wichtig. Starke Songs, starke Material, gute Präsenz. Ich finde lustig, weil ich sehe einfach das Gesicht von Nico. Der Nico ist die arme Sau, die die Kamera muss haben. Immer wenn ich nach hinten schaue, ich sehe den Nico mit dem Licht von der Kamera. Das ist so gut. Soll ich schnell etwas reinwerfen? Ja. Wirf mal rein. Wenn der Bullhead ein bisschen mehr nach Bullhead betonen, weil sonst haben die Leute nachher das Gefühl, es heisst Bullet Festival. Der Bullet Festival. Entschuldigung. Ah ja, das ist ein fairer Punkt. Also der Bullhead, also der Kuhkopf Festival. Oder? Nein, Stierkopf. Stierkopf. Ah, eben, der hat einen Penis, ich habe es vergessen, sorry. Wir sind Stay on 2. Welches ist Tum? Bern, Basel. Okay. Genau. Und nein, es war cool. Also Lost Game, sehr stark. Wir haben die grosse Bühne eröffnet. Und nachher haben hier mit Fear Lab die zweite Bühne eröffnet. Das war ganz cool. Erste Mal als fixes Mitglied von Fear Lab. Wie viele Bands spielst du jetzt Vollzeit? 2. Alright, ja. Bei den anderen mache ich nur mit, wenn ich Lust habe. Ja. Ja, okay. Ja, also bei Taoist ist es ja wirklich so. Da haben wir ja mittlerweile ein C-Team. Ja. Weil unsere Ersatzmusiker amigs nicht können, haben wir noch Ersatz für Ersatz. Ja, voll. Weil du ja nicht hast wollen, dass es Gesundheit. Weil du ja nicht hast wollen, dass es Beef gibt, wenn jetzt da irgendwie wir ein Konzert haben, aber dann eine andere Band von uns schon ein Konzert hat. Mhm. Ja. Nein, das ist gut. Also, bis jetzt haben wir können, 8 Konzerte bestätigen das Jahr. Alter! Und nur 2 haben wir absagen, also es wären 10 Konzerte gewesen. Und, Ja, es ist fucking März, es kommen ganz sicher noch 4 mehr dazu. Ja. Du grössenwahnsinnige Hure-Sau. Der Luki kommt auch die ganze Zeit, der Ricky, der die Weltherrschaft. Der Sascha von vielen werden vorher die ganze Zeit gesagt, dass du die Weltherrschaft willst. Und das Problem ist, du holst sie dir auch. Yeah, Wie jetzt, wo du noch angefangen hast, Creed zu hören. Und ja. Ich habe vorhin im Interview mit den anderen schon verhängt, wie die Band heisst, aber Goff Daddy mit dem Big Cock.
Golf Typo Negative. Ja, Ja. jetzt kommt es nicht mehr gut. Dance City. Können wir da Dance vielleicht ein bisschen weniger Quill machen? Ah ja, sorry. Schon easy. Und Ich habe das Gefühl, Taoist könnte aus Versehen gegen oben raus eskalieren. ja, das ist schon gut. Es kommt gut, also ich freue mich. Das Thema ist, die Stained und Creed Songs kommen leider dann erst vom dritten Album, weil die zweite habe ich schon geschrieben. Also ich will das zweite Album jetzt schon hassen. Ist das Ja. mit diesen blöden Riffs drauf, die du mir mal gezeigt hast? Welche Fallen? Der zweite ist schon hart im Fall, also auch für mich. Ich muss schon sagen, da habe ich schon ein bisschen weniger an Technik gedacht und einfach Gas gegeben. Ja. Aber es kommt gut. Wir haben auch ein paar Features eingeplant. Und ja. Aber weniger von dem. Ich finde, was die hässige Musik Luzern-Brudis machen, die hässige Brudis, richtig geil. Weil es ist so ähnlich zum Proberaum Invaders, wenn wir mal probiert haben, aber wir haben herausgefunden, shit, zu viel Aufwand. Es ist nicht zu viel Aufwand, du machst zu viel Aufwand. Ja, voll. Immer noch. Das stimmt. Aber ich bin froh, jetzt gibt es die hässliche Musik Luzern-Brudis, die Leute belästigen in ihren eigenen Proberäumen. Oder während einem Konzert. Oder während dem Konzert, genau. Also das ist wirklich top. Wir brauchen mehr so... Stimmt, dem Nico, sein Gesicht leuchtet wirklich. Wir brauchen mehr so Leute, die einfach in der Szene einfach Leute belästigen. Das gefällt mir. Vor der Bist du Kamera- heute oft angequatscht worden? Nein, mit Brudis haben wir kurz Heu gesagt und Mon. Aber bist du heute oft angequatscht worden wegen dem Podcast oder so? Also ein paar Brudis haben mir einfach Handshake gegeben, die ich nicht gekannt habe. Ja, Gut. ja, voll. Gut. Ist immer willkommen. Wenn Ich habe das Gefühl, seit ich mit Haar gefärbt habe, ist das mehr geworden. Ja, also das ist so wie ein Leuchtturm, weißt du? Fuck. So bist du. Ja. Alles kommt gut. Der Running Gag, dass ich aussehe wie die Emily von Linkin Park, war auch noch am Eskalieren. Aber du musst ein Video machen mit dem Video, das du nicht mehr findest. Ja, es war eine Insta-Story, das Video kommt dann nie mehr führen. Die Fan. Schade. Wäre ein lustiger, wahrscheinlich der beste Promo-Video ever für Oasis. Naja. Du hast das letzte noch nicht gesehen, das wir aufladen. Ah, der letzte? Nein, das ist nicht so gut. Mm, Warte, ich bin so auf der Schnur, ich weiß gar nicht, was wir reden. Ah ja, wir sind am vielen. Also eigentlich ist heute Abend nichts anderes passiert, weil ich mit dem Lucky von Kate Effect Scheiße gelabert habe. Ja, das ist sehr gut. Mit dem Roman und dem Sascha von Fearlab Scheiße gelabert habe. Ah, mit Fearlab ist immer. Mit dem Radar von Kate Effect Scheiße gelabert habe. Stimmt. Kate Effect, die jetzt neu dabei auch am Line-Up sind. Ist das Secret? Secret? Ja, ja. Also, heute haben sie bestätigt, morgen spielen sie. 6:30 oder so. Weißt du, was mega lustig war? Anscheinend hat niemandem gesagt, wer die Backup-Band ist. Weil ich so zum Brian, und welche Band ist jetzt ausgeht morgen? Also, ja, die. Ja, so, und wer spielt? Und der Brian so, keine Ahnung. Haha, So, der Brian auch nicht gewusst. so, wieso weiss ich das und du weißt das nicht? Gut, der Brian muss morgen den Evil Jared babysitten, das wird lustig. Ich freue mich auf die Stories. Und ja, das wird spannend. Also gehen wir ins Vogelwarten. Wir sind in Sempach. Weißt du das? Jetzt ins Vogelwarten. Was ist ein Vogelwart? Ist in Sempach, hat es in Sempach einen Vogelwart? Was ist ein Vogelwart? Schon, gell? Ja, ein Vogelwart ist so ein Ort, wo man Vögel spannen kann. Spannender. Weißt du? Das ist, wenn man Frauen in der Dusche zuschaut, wenn sie duschen, ohne dass sie es wissen. Ah, okay. Super. Deutschkurs mit Silvan. Es lacht einfach immer nur das Schlimmste aus. Ja. Ja, ich lerne immer etwas Neues. Das ist gut. Das ist gut. Ja, ich weiß es nicht. Kilchbühl. Aber ja, Fearlab. Eben Kate Effect jetzt neu dabei. Die Brudis geben Gas. Und ich muss scheinbar wieder bei Run mitsingen. Ohne Ja, Monitor. besser singst du bei Run mit. Kannst du den Text jetzt? Weißt du, was kommt? Run. Run. Aber ich sage es immer am falschen Ort. Ah, Jeder. Ja. Jeder singt das am falschen Ort. Wer spielt da alles morgen? Vicious Rain, glaube ich, morgen. Ah, nein, Expello. Expello spielt morgen, jawohl. Ja, du musst ihm Niki sein Shirt geben, unbedingt. Ja. Ich glaube, Vicious Rain ist am Sonntag. Ja. Dann sind wir am Sonntag Brudis. Ich habe mir extra Montag freigenommen zum Schlafen. Weil das ganze Weekend wird... Ja, mega frei genug zum Schlafen. Sehr gut. Einfach in Portugal. Ja. Ich habe vorher mir die gute Frage gestellt, ob ich jetzt heute noch duschen oder das dann in Portugal erledigen. Ja, das ist eine strategische Frage. Das ist vor allem nicht mal so eine dumme Frage. Ja, strategischer Entscheid, oder? Du hast kein Bier ausgeleert bekommen heute. Nein, aber ich habe Show gespielt und geschwitzt. Und das sind so die Shownerven,
Pheromone, die rausbringst. Ja, ich habe einfach geschwitzt, ja. Das sollte man schon abduschen, das ist Ja. grusig. Ja. Und eben Feuerleben gespielt. Feuerleben gespielt. Das haben wir jetzt schon 8 Mal gesagt. Ja. Bei dir ist er fertig mit Wahrscheinlich, ich bin überlegen. Nachher Soll der helfen? sind wir oder? oben gegangen. Warte schon. Oh. Wir sind oben gegangen und dann haben wir jemanden gesehen, den wir vor 2 Wochen, nein, vor einer Woche mit ihr geschnurrt haben. Das war Sveti mit Iron Fantasy. Voll. Ganz geil. Das ist doch schon 2 Wochen her oder 3. 2 Wochen. Aber die Podcast-Folge ist erst rausgekommen, ja. Ja. Aber Sveti hat kein so ein Hexen-Outfit angehabt. Nein. Why? Nein, sie hat Early 2000s Teenie Outfit. Stimmt, sie hat ausgesehen wie Avril Lavigne. Nicht wie ausgesehen wie Avril Lavigne. Ja, voll. Genau. Und dann. Ja, ist geil. Stark. Und dann sind wir essen. All Together war schnell gewesen. Dann Ja. haben wir schnell einen Burger geholt. Ich habe es gegessen gefunden, hure geil. Und nachher gefunden, es alles vegan gewesen. So, damn. Das hast du erst im Nachhinein herausgefunden. Ja, ich habe es nicht gecheckt. Das ist gross und fett angeschrieben. Also ich bin am Fressen gewesen, so, ja, der hure geile Burger, Mann. Und es ist nachher so wie vegan, oh shit. Sogar der Roman, sogar der Fearlab-Drummer hat das Gefühl, das ist ein guter Burger. Ich glaube, das war eine Strategie, um einfach vegan Entrapment zu machen. Und sagen, siehst du, doch geil. Ich muss sagen, geiler Shit. Ich freue mich auf morgen auf den Vegan Burger nochmal. Ich probiere einen anderen. Also du musst mal Dings probieren. Die Fries. Ja, stimmt. Das muss ich auch probieren. Loaded Fries. Da hinten wird die ganze Zeit tuschelt. Redet doch laut, dass ich es höre. Da wird Tratsch geschnurrt. Und nein, es war cool gewesen. Und eben, dann war All Together. Die Brüder haben ihre swaggy Pop-Punk gemacht. Ganz geil. Da habe ich gegessen. Dann ein bisschen gelost. Und nach All Together war schon Kayakon. Ja, nach All Together ist schon ein Legion gekommen. Genau, das war Kayakon. Der Rebel-Sohn von Rammstein. Nein. Nein. Nicht mal viel Licht. Doch. Nein. Nur weil es deutsche Texte haben, heisst es nicht, dass sie mit Rammstein verglichen werden. Nein, eben der Rebel. Es ist der Rebellensohn von Rammstein, weißt du? Oder Enkel. Der Rebellenenkel. Sagen wir so, der Vater war Ärzte. Großpapi ist Rammstein. Nein, das sind irgendwie, das geht irgendwie noch nicht auf. Nein, das geht absolut nicht auf. Alles, was du da. Das geht nicht mal viel Licht auf. Warte, wer singt da Weil so? wenn, dann wären Ärzte der Großpapi und Eben, Rammstein die Dings. Genau. Aber das Problem ist, nein, auch nicht. Nein, aber eben, er hat recht viele Deutsch-Lyrics. Was wir mit dem Radar geschnurrt haben, ist, Ja, recht viel. es hat so ein paar Songs gegeben, die wirklich einfach in einem Anime-Intro drin sind. Also, Was hast du mit Anime-Intros in der letzten Oder Zeit? wie- Immer. Alles ist ein Anime-Intro. Nein, nicht immer. Weil, die haben wirklich so die Vocalization mit der Stimme gemacht, die so Japaner machen, die aber nicht viel in der Westen-Musik gibt. Und sie können so Attack on Titan Shit im Hintergrund haben oder so, und das hat gepasst. Und Yep. voll. Nein, das ist also ganz cool. Alter, das Auto hat ja gar keinen Griff, um sich zu heben da oben. Nein. Fuck. Ich habe mich am Türgriff. Tschüss. Und voll Kayakon gespielt. Das war geil. Mhm, ganz cool. Aber ich kenne die halt nicht so viel, wegen Deutsch und so. Aber war cool. Und dann unsere Bruder ist Henriette B. Henriette B. Henriette B, genau. Oui. Richtig cool und einfach fickt einfach. Die ballern live rein. Ja. Die machen es wie die Franzosen. Mhm. Einfach weg. Ja. Weg ballern da. Ja, ist ein ganz Bruder, guter, ich kann glaube, egal was ich heute sagen, es ist einfach nur noch dumme ist Scheiße. ein ganz guter erster Tag gewesen, würde ich sagen. Und jetzt gehen wir heim. Du gehst in die Ferien. Ja. Dann kommen wir morgen und schwätzen mit mehr Leuten. Aber der Luki übernimmt als Gastmoderator dann für mich. Nein, für dich. Ja. Und ja, dann schwätzen wir mit mehr Leuten. Und dann schneiden wir mal alles zusammen vom Bullet und dann so ein Podcast, der aus kleinen Schnippschnaps zusammengestellt ist. Sonst abschließende Wörter vom Tag als Musiker, der mitgespielt hat. Aber ist jetzt etwas von mir? Ja.
lass mich bitte ins Bett. Mhm. So. Ihr habt es gehört. Also, für euch eine Minute, für uns eine ganze Nacht. Wir sehen uns in den nächsten Sekunden mit Metal Server an. Euer neuer Lieblings-Metal-Podcast von der Schweiz. Ciao zusammen. Adieu. Bitches. Ciao. Zuerst dann schon. Bonjour miteinander. Wir sind Tag 2. Hello. Jetzt, Ich bin Bella. Der Bella hat jetzt Haar geschnitten. Genau. Bart bekommen, ist 10 Jahre gealtert. Oh, heute ist Luki als Gastmoderator dabei. Ja. Und erzähl mal, wie war es gestern? Sind noch lange geblieben? Hey, gute Frage. Ja, im Fall schon. Nein, wir sind am, keine Ahnung was, 2 oder so wahrscheinlich gegangen. Und ich habe das Gefühl, ja, wir gehen, die Party ist langsam am Abflachen, aber anscheinend hat sich das Team von Bullhead Stagehands dann nachher noch richtig aufgetreten und das ist, glaube ich, ziemlich ausgeartet. Darum, Lustig. the party never stops at Bullhead, weil im Gegensatz zu uns, faules Säcke sind ja nachher alle um 8 Uhr morgen wieder da gestanden und fangen aufstellen. Ja, starke Krieger. Ja. Aber nein, heute haben wir in dem Fall Emil Bulls, Evil Jared mit so einer Secret Show, Expello. Und, Nice to Eat You haben wir. Nice to Eat You, genau. Giga Metalcore. Head Smashed heisst es, glaube ich. Sind auch noch. Und was macht ihr? Ja, das ist eben genau streng geheim. Streng geheim, ja. Nein, das wird erst später ausgestrahlt. Ich muss schauen, dass ich die vergessen habe. Was ist auf der Running Order alles? Nice to Eat You. Devil's Bridge spielt natürlich noch, genau. Ja, stimmt, ja. Sehr geil. Und der Kate Effect. Wir sind die offiziell, und mit offiziell meine ich inoffiziell, Backup, also eigentlich schon die offiziell, aber die geheime Backup-Band von Bullhead. Sie haben uns im Vorfeld schon angefragt, für wenn eine Band ausfällt. Letztes Jahr war Irony of Fate und bei ihnen ist niemand ausgefallen. Okay, ja. Darum sind sie jetzt das mal offiziell da. Bei uns ist tatsächlich jemand ausgefallen. Wir haben jetzt den Luxus gehabt, dass wir das sogar im Vorfeld schon gewusst haben. We Awake aus Deutschland, die den Bandcontest gewonnen haben jetzt leider nicht da sein, weil ihr Drummer, glaube ich, Grippe hat, wenn ich es recht bekommen habe. Okay, shit. Ja, und darum können wir jetzt mitspielen. Das ist natürlich eine grosse Freude für uns. Ja. Es ist natürlich einfach nur ein Wochenende-Bandausflug und Partytime, sondern es ist tatsächlich auch noch Performance von der Kate Effect. Es ist aber tatsächlich geheim. Wir haben sogar das Backdrop wieder müssen aufrollen, damit man es nicht sieht. Ah, wirklich? Also Der Überraschungseffekt. Bis letzte Minute in dem Fall. Okay, geil. Ja. Darum auch nichts auf Social Media Nein, überhaupt. voll, Wir haben es einfach alles den Kollegen erzählt. Ja, voll. Cool. Ja, freue mich. Nein, ich freue mich sehr. Aber es wird schwierig gestern Abend zu stoppen. Also es ist wirklich, das Niveau gestern war gestört hoch gewesen. Und ich weiß nicht, wie hast du gefunden? Ja, voll. Also ich finde es recht geil bis jetzt. Und jetzt Tag 2 von 3. Und ich bin gespannt, was heute kommt. Ich auch. Was hat dir gestern am besten gefallen? Mal überlegen. Gut, Fearlab ist halt immer sehr stark. Ja, Fearlab zählt halt nicht, oder? Da sind wir immer noch emotional invested. Ja, Fearlab genau, muss man jetzt da wie genau. rausnehmen. Wir versuchen das ein bisschen objektiv zu sein. Das ist schließlich Journalismus, was da passiert. Ja, voll. Also alles sind sehr cool gewesen. Ich konnte bei Lost Game nur einen Song schauen, aber die Jungs sind einfach brutal stark. Also nur mit einem halben Song, aber nur mit dem habe ich gefunden, das ist schon schade, dass ich nicht vorher da war. Aber sonst eben alle Bands sind stark gewesen, Irony of Fate, 100 B. Da sind wir ein bisschen früher gegangen. Wir konnten nicht die ganze Zeit schauen, aber die Jungs habe ich auch schon etwa 6 Mal schon live gesehen. 6 Mal, Alter. Schon glaube ich 2 Mal zusammengespielt oder so. Und ja, wir sehen die immer wieder. Von dem her, wer ist noch gewesen? Also Irony of Fate haben wir natürlich auch, oder? Die Aktion mit Free T-Shirts einfach ganz gut gefunden. Sehr guter Move. Ich glaube, da sehen wir den Wrestling-Einfluss von der Zweite. Oder? Als nächstes braucht es den T-Shirt. T-Shirt-Kanone, genau, ich wollte es gerade sagen. Unbedingt. Wir versuchen ja Konfetti-Kanonen zu organisieren, das wäre verdammt geil. Du musst nicht nachher alles sauber machen. Alles gut. Die Venue muss es doch sauber machen. Ich hoffe es nicht. Die Venue hat sicher Freude. Ja, nein, beliebt machst du nicht mit diesen Dingen. Nein. Ja, einfach, aber ich kann mir dann 20 Stutz ins Kessel rühren. Einfach nicht erwähnen. Genau, einfach machen und dann einfach gehen. Bringen, ja, das kann ich. Nein, aber du hast angesprochen, A Last Game hat mich... Also ich meine, ich habe gestern alle Bands gut gefunden. Es sind eigentlich bis auf A Last Game sind alle genauso gut gewesen wie erwartet, nämlich sehr gut. Und A Last Game sind tatsächlich noch besser gewesen als letztes Mal. Das war crazy gewesen. Ja, voll. Also Fearlab zählt nicht. Ich habe Fearlab die beste Band gefunden, eigentlich in der Bella Day spielt, aber und mit Jungs kennen und mega gerne haben, aber das zählt nicht. Darum A Last Games sind wirklich, die haben
alles wegballern, einfach als erste Band. Ich bin hure froh, spielen sie nicht heute. Wenn wir nachher müssen spielen, wäre ich mir in die Hose geschissen. Ja gut, All Together war auch gewesen, oder? Ja, das stimmt. All Together sind natürlich auch super Sie haben gewesen. natürlich ein bisschen Kontrast gebracht, was so soundtechnisch geht, weil halt der Pop-Punk, sonst die Rest der Bands sind eher auf der Core und Death Metal-Bereich und so. Definitiv, ja. Sachen. Gut, Calicon ist nachher auch gewesen, oder? Die Ja, Deutsche. aber Calicon ist schon, finde ich schon, sie haben einen punkigen Vibe irgendwie, aber sie sind schon Metalcore. Ja, ganz definitiv. klar. Also das Ja, also die Pop-Punk-Vibes, die haben All Together gebracht und ganz cool. Eben, die haben letztes Jahr am Greenfield gesehen. Stimmt, ja. Ich habe letztes Jahr den Greenfield Contest gewonnen und nachher live ist ganz gut gegangen. Also, muss sagen, hat mir recht gefallen. Ist schon weniger mein Sound, Pop-Punk, aber immerhin gut. Ja, aber sie haben es extrem gut gemacht und auch halt einen hohen charismatischen Fronter. Und ich finde, bei Pop-Punk ist das fast wichtiger als eine andere Musikrichtung. Du musst irgendjemanden haben, der mega abholt. Bei irgendwelchen Death-Metal-Zeug kannst du immer noch einfach mit ein bisschen Prügel dann wieder aufholen, aber Pop-Punk brauchst du irgendwie jemanden, der die Leute wirklich abholt. Immer. Darum auch Pop. Ja, voll. Ja, dann sind wir gespannt heute, was so läuft. Was freust du am meisten? Expello wieder mal gesehen. Ja. Und gut, Immelbus habe ich letztes Mal gesehen in Deutschland, vor 12 Jahren oder so. Ah, krass. Und, da bin ich gespannt, was so läuft. Caterback natürlich. Headsmash habe ich glaube nie gesehen. Nein, die habe ich im Fall echt gesagt. Ich habe nicht mal gekannt bis voll. jetzt. Devil's Bridge habe ich vielleicht mal live gesehen, aber ich bin nicht mehr sicher. Ich bringe mit Devil's Bridge und Devil's Rage immer durcheinander. Aber ich meine, mit Devil's Rage haben wir glaube ich schon zusammen gespielt. Und vielleicht war Devil's Rage, wo ich verwechsel. Ja, also, definitiv. die einen sind so eine hure coole Death Thrash Band und mit denen haben wir zusammen gespielt. Gesundheit. Und die anderen kenne ich nicht. Ich weiß aber nicht welche. Aber ich meinte, wir haben mit warte mal schnell. Rada, haben wir mit Devil's Rage oder Devil's Bridge zusammen gespielt? Devil's Rage. Ah, okay, doch. Okay. Wenn wir den Radar noch dazu Ja, holen? Radar, komm. Komm! Der Radar nimmt schnell meinen Posten für den Moment. Ich bin gerade wieder da. Musst du schiffen? Nein, ich auch. Und du willst rauchen, super. Hallo Radar. Hallo Ricky. Wie geht's? Tipptopp, danke. Und dir? Ja, ganz gut. Also, stell dir mal kurz vor für die nicht kennen. Ich bin der Rada, der Gitarrist von The Kate Effect und Lakai von dem, der jetzt vorher gerade an meinem Platz gehockt ist. Und ja, auch schon in diesem Podcast gewesen. Jawohl. Und heute spielen die auch in dem Fall, oder? Ja, es ist eben ja noch ein Geheimnis eigentlich. Aber das ist nicht live. Ja, voll, wir freuen uns. Hau nachher direkt auf Instagram, macht einfach den Surprise kaputt für alle. Ja, unbedingt. Ja, wir spielen heute, weil wir grundsätzlich die Aushilfsband ist, falls irgendjemand abgesagt hat. Und wir wären das ganze Wochenende schon gebucht, dass wir eigentlich immer auf Abruf parat sind. Jetzt hat es sich schon ergeben, dass wir das ein bisschen früher gewusst haben, aber grundsätzlich ist immer noch alles von uns ein bisschen verdeckt worden. Plakat und so. Er wird das wirklich als Surprising Act für uns eine riesen Ehre, allgemein da zu spielen. Es ist grossartig. Das ist schon geil, ja. Die Atmosphäre, das familiäre Klima im Team, es ist wirklich cool. Also supportet das Event unbedingt, nur schon, weil es auch um einen guten Zweck geht. Haben das jetzt schon zum 5. Mal gehört, wahrscheinlich nicht mehr so. Aber trotzdem. Haben wir es überhaupt? Nein. Übrigens, es ist ein Hospiz-Event. Nein, nicht ein Hospiz-Event. Es ist ich habe das Wort vergessen. Wegen We Rock for Kids. We Rock for Kids ist der Verein, der dahinter steckt, wo Einnahmen am Kinderhospiz gibt, oder? Genau, ja. Es ist Benefits, das ist das Wort. Benefits. Genau, der Bullet Festival ist ein Benefits-Festival, wo quasi eben dann grosse von der Einnahmen dann geht am Kinderhospiz in der Schweiz. Was ist denn steht bei werockforkids.ch, glaube ich. Kannst du mal abchecken. Da steht alles in der Bullet-Page, sonst quasi Details wollen. Genau, so ein guter Zweck. Und die spielen dann heute auch. Sonst, was läuft so, Kate Effect so? Was sind so Zukunftspläne? Wir probieren jetzt mit Mühe und Not wieder mal einen EP rauszustampfen. Und sind auf gutem Weg, dass es auch klappt. Die Songs stehen, wir sind an den Pre-Pros. Und freuen uns eigentlich, wenn wir es schaffen, auf den Herbst an neue Shit zu liefern. Ja, und nebst Kate Effect bist du ja nicht sonst woanders noch tätig, oder? Ja, genau, und zwar bei With One Bird. Auch eine ganz lässige Band mit coolen Dudes. Macht richtig Spass bei ihnen auch. Ja. Und neuerdings bin ich ja noch angeworben worden als Team C. Ah ja, stimmt. Habe ich vergessen, sorry. Jawohl, also der Rada ist auch der Backup-Gitarrist vom Backup-Gitarrist von Taoist. Ja. Wir spielen sogar noch ein Gig zusammen, weil beide Gitarristen nicht können. Und dann spielen wir
Ich weiß nicht mehr wann, aber wir haben es im Kalender. Yeah! Gig. Das ist noch nicht. Oh shit, dann ist es Ich habe es bleibt. Der Konzert ist noch nicht angesagt, aber ich sehe Sag doch etwas, Ricky! Wir haben jetzt eben 8 Shows dieses Jahr bestätigt und ich glaube noch 2 oder 3 von denen sind raus. Aber ja, ich sehe an der Radar mit Towers auch noch live. Aber erzähl mal von With One Word, ich kann eigentlich voll auf das verlegen. Entschuldigung. Ja, grundsätzlich, ich bin dort eigentlich eher ein bisschen, nicht Aussenseiter, sondern einfach eher ein Randstädtiger. Nein, auch nicht wirklich, sondern einfach eher ein bisschen auf der Seite dabei. Ich kenne Dude schon relativ lange, es sind mega liebe Sicher, der Lex, der Aaron, der Sebi. Und jetzt auch noch der Chris, der Bass übernommen hat, mit mir zusammen. Stimmt, der hat etwa gleichzeitig angefangen wie ich, ein bisschen später. Aber jetzt ist es vollständig. Jetzt sind sie eigentlich wieder vollständig grundsätzlich und jetzt sind sie noch dran an der Aufnahme an einer neuen EP. Ja. Wenn es rauskommt, ich bin jetzt nicht mehr ganz up to date, wie es ist. Schlussendlich weiss ich, dass wir die ganzen Aufnahmen durch haben und jetzt eigentlich schon ins Mixing geht. Und dort könnt ihr auch gespannt sein, weil es richtig heftiger Shit wird, den sie produzieren. Also im Songwriting bist du weniger involviert? Genau, grundsätzlich. Okay, ich habe ein paar Techniksachen übernommen, wie ich es auch beim Decade Effect grundsätzlich mache. Einfach so ein bisschen schauen, dass das Zeug läuft im technischen Sinn. Muss mir dann dort wieder noch ein bisschen reinhängen. Also für Live-Technik meinst du? Genau, ja, Live-Technik. Also jetzt wieder mal ein bisschen reinhängen, haben wir jetzt auch ein bisschen schleifen lassen im Moment. Aber jetzt gerade im Moment bin ich wirklich nur am Gitarren üben für den gesagten Gig, der noch nicht genau. Und ja, checkt es mal out, With One Word. Coole Dudes, geiler Sound. Also das ist der Strada von Decade Effect, With One Word und House. Scheiße, jetzt nicht durch. Bei dir wird es langsam wie mit dem Bella. Jetzt ist es auch offiziell FearLab Bassist, oder? Jetzt ist der Bella offiziell bei Versus, FearLab, Matchbox Whispers, House. Und etwas anderes, glaube ich. 5, nein, der war 5. Ja, 5. Außer der fängt mal seine Rap-Karriere an, dann wäre es 5. Ja, voll. Ja, voll. Also da haben wir recht multitalentierte Menschen da in der Schweizer Metal-Szene. Es ist immer so ein Incest von Bandmitgliedern. Es ist halt so. Die kleine, coole Metal-Szene, Underground-Szene in der Schweiz halt. Obwohl, normalerweise sind es Bassisten und Drummers. Gitarristen seltener. Ja, das stimmt, ja. Oder? Ja. Bist du ein seltener Case in dem Fall. Aber cool, ja, dann freuen wir uns auf den Gig von Decade Effect. Oui, wir freuen uns. Ja. Und ja, wir sehen uns in 1 Sekunde. Ich bin wieder da und ich gehe gerade wieder. Ich habe schon wieder neue Interviewpartner für den Ricky gefunden. Wir haben die Jungs von Hässige Musik Luzern da. Jawohl, kommen die Jungs. Kommen Sie jetzt bitte an. Sie sind auch die beiden Sänger von Path of Wrath. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass Sie die nicht kennen. Hässige Musik Luzern, unbedingt auf Insta folgen. Path of Wrath, unbedingt auf Insta folgen. Willst du nicht da sitzen mit mir? Well, könnte ich auch. Gib mal das Mikrofon über. Und Sie haben die gleiche Mikrofon wie mir. Eben. Sali miteinander. Sali, hi. Ja. Endlich. Ja, wie geht's dir? Gut, sehr gut. Sehr gut, ja. Bei dir sehen wir so aus, als ob du gestern durchgehst. Nicht einmal, einfach nicht so viel geschlafen. Ja, kann ich. Aber ja, ihr seid beide Sänger von Path of Wrath. Yes. Das habe ich nicht gewusst. Dich habe ich erkannt, aber ich habe nicht gewusst. Ja, in dem Fall 2 Sänger haben wir. Ja. Yes. Ah, geil, alright. Wer für Los, für Heiß. Es ist nicht immer Cleans und Growls, aber es ist Heiß und Los. Ja. Wir sind so faul, wir machen den Job von einer Person zur zweiten. Genau. Nein, sie sind nicht faul, sie sind gründlich. Jawohl, und jetzt machen wir auch Hässige Musik Luzern. Genau, ja. Erzähl mal, was ist das überhaupt? Ja, wir haben angefangen jetzt auch mit dem, dass wir mit Path of Wrath vor zur Adventszeit da die lustigen kleinen Hotsits gemacht haben, unter anderem mit Decade Effect. Und es hat uns auch ziemlich gefallen, mit Bands so ein bisschen Content machen. Und dann dachte ich, es braucht, wie ihr das macht, einfach mehr Zeugs in der Szene, die post. Und dann machen wir einfach das ganze Projekt daraus. Perfekt, also ihr werdet Social Media Spezialisten, dann könnt ihr andere aushelfen, die nicht so gut sind mit dem. Wir sind so versuchen, ja. Zum Beispiel. Ja, oder eben das, was wir jetzt gestartet haben mit so ein bisschen MTV Cribs-Style Band rumbegehen und schauen, wie die Leute zu Hause sind. Schon. Ich finde ganz gut, dass ihr Leute im eigenen Proberaum belästigt. Habt ihr das nicht auch mal machen mit Metal Server? Das war Proberaum Invader. Das war nur bei Sonar, oder? Wir haben es mal gestartet und gemerkt, es ist zu viel Arbeit. Es ist verdammt viel Arbeit, ja. Also wir sind mal eben zum Break of Sanity gemacht und Sonar. Und dann sind wir gegangen und
Ich habe ja Lichter mitgenommen. Damals haben wir die Dinge nicht gehabt, weißt du? Dann haben wir die anders gemacht und es ist einfach recht viel Arbeit. Du noch 15 Kabel gegenüber. Nach der ganzen Scheiße. Gut, ich bin bei euch natürlich nicht, aber eigentlich müsstest du das Zeug nachher noch schneiden. Ja, genau, musst du editieren. Und wir haben halt den Podcast gemacht und nachher noch das Ding gemacht. Und nachher ja, bis Marsch voll. Bin ich froh, dass ich jetzt hässliche Musik Luzern da ist. So was machen. Ist gut, wir machen Drecksarbeit. Aber sonst, Path of Wrath, erzähl mal ein bisschen. Was machen die so für Sound? Wir machen, ich würde sagen, Metalcore. Es hat mittlerweile ein bisschen so Nu-Metal-Influences. Unbedingt geil. Ein geiler Sirene-Song. Stimmt, ja. Ja. Alright. Ja, wir sind jetzt auch gerade dran, wir haben ein paar Songs aufgenommen bei uns. Sind jetzt ein bisschen am Produzieren und sollte wahrscheinlich gegen Mitte Jahr etwas rauskommen. Alright. Was sind so die Einflüsse, die ich habe? Oh, das bringt jeder Instrumentalist bringt ein bisschen etwas mit. Also bei mir ist sicher so ein bisschen mit dem Clean-Gesang und vom Screamer her Bury Tomorrow, das ist so mein Influence. Bei dir ist es wahrscheinlich Parker Drive, Whitechapel. Ja, voll. Gitarrist steht absolut auf Pantera, wo dann auch so ein bisschen das Heavy Shit wieder reinbringt. So, haben wir überhaupt eure einzelnen Namen gerade gesagt vor der Kamera, nicht, oder? Du hast dich nicht vorgestellt? Ich wäre sonst der Joff. Ich bin der Domi. Ich bin der Ricky. Ich bin der Bella. Cool, ja. Und wie lange gibt es jetzt schon Path of Wrath? Wir haben uns mehr oder weniger gegründet, etwa 2019. Und, halt, ja, so Stück für Stück haben wir dann ein bisschen Sachen gemacht. Und das erste Konzert auch haben wir angefangen 2022 gehabt. Also so nach der Corona-Zeit etwa. Habt ihr schon ein Path of Wrath of Alga gemacht? Was? Ein Path of Wrath of Alga Konzert? Ja, zusammen mit der Kate Effect. Wo wir sind dann zu faul gewesen, um das Logo zu ändern, aber eigentlich steht der Plan, dass sich Kate Effect kurzfristig den Wrath Effect umbenannt, dass wir da das Thema stringent halten. Aber ja, wir haben tatsächlich mit Path of Wrath of Alga zusammenspielen. Wir waren ein schönes Sandwich in der Mitte. Genau, das Wrathwitch. Bin ich dort gewesen? Nein. Doch? Nein, ist der nicht. Nein, du bist nicht gewesen. Ja. Aber Dings, ich bin im Fall heute den ganzen Morgen einen Bandnamen am Suchen von der Schweizer Szene, die mit Path endet, um einen längeren Namen zu machen. Aber Straight from the Path ist der einzige, der mir in den Sinn gekommen ist und der ist nicht von der Schweiz. Straight from the Path of Wrath of Alga. Ja. Genau, das wäre eben eine coole Idee gewesen, aber ja, habe nur 2 gefunden. Es ist lustig, dass du Straight to the Path sagst. Ich habe die irgendwie schon auf dem Radar gehabt, die kennt man nie mega gelost. Ich habe sie jetzt das letzte Mal randomly angefangen zu hören und die sind ja geil. Das hat mir niemand gesagt. Entschuldigung. Ja. Nein, wie heisst der eine Song? Der Fire Walk With Me Song, ich vergesse, wie der heisst. Der ist so gestört gut. Ich habe die erst herausgefunden wegen dem Podcast vom Drummer. Wegen Craig. Ja, stimmt. Der Downbeat-Podcast, oder? Downbeat-Podcast, ja. Dann hört ihr auch viel Podcast? Mal so, mal so. Ich habe jetzt in den letzten 1-2 Jahren ein bisschen mehr angefangen, vor allem eben Garza, Downbeat. Ja, beste. Das ist immer spannend. Nicht vergessen Metal Servola. Ja. Und IMS. Yes. Ja, absolut. Dings, der von Hatebreed macht aber auch Podcast schon seit Huren lang. Chester, ja, der ist auch ein Podcast. Das ist einer von der ersten. Der erste grosse, der Metal Podcast. Ja, voll. Das ist sicher geil. Ja, ich habe recht viel von dem gehört. Eben Garza macht es jetzt mega. Eben Downbeat auch hat sehr gute Gäste. Ich bin immer so ein Fan von den Online-Gästen, weil die Pandemie hat mir einfach ein bisschen PTSD gegeben wegen dem. So, plötzlich, weil sonst höre ich auch gerne mit Comedians Podcasts und so. Einfach alle haben Zoom-Podcasts gemacht. Und jetzt kann ich das nicht mehr hören. Und, ja, aber machen wir schnell. Kurze Fragerunde. Die Top 5 Podcasts, unabhängig vom Metal. Also die 5, die du sagst, das sind die, die du vielleicht in der Dauerrotation drin hast und sie überhaupt hörst, und sonst auch sagst, sind die geilsten. Also eben außerhalb von diesen Handvoll Metal-Podcasts höre ich eigentlich nicht wirklich. Bis auf, vielleicht kennst du die Wayne Show von LTT, Linus Tech Tips. Doch, natürlich. Ja, genau. Dort höre ich amigs nicht ganz, aber so stückweise. Die sind einmal ein bisschen zäh. Ich kann nicht gerade das Thema finden, so, das ist jetzt interessiert mich. Aber sie tun amigs so die Clips raushauen, wo ich denke, das Thema ist spannend. Und 1-2 Joe Rogans habe ich auch noch gehört. Den mit dem Snowden habe ich noch recht spannend gefunden. Das ist einer der wenigen, was ich das Gefühl habe, dass sich Rogan tatsächlich Mühe gegeben hat, selbst so Journalismus betrieben. Und dann einfach nur zu boomern. Ja, bei mir ist es, also eben abgesehen von denen, die du gesagt hast, auch nicht anders, aber Mord-Podcasts, bedingungsweise, ja, durch True Crime, oder? Ja, True Crime schon, Dings, ja. Weil meine Frau lässt halt. Ich kann jetzt gerade wieder sagen, oder? Das ist so, nicht und so dann wird aufgeräumt daheim und dann, ja. Welcher True Crime Podcast?
Ich kenne sie nicht, meine Frau lässt sie ab. Crime Junkies wahrscheinlich, oder? Können sie. Kennst du Timesuck? Vom Namen her. Das wäre etwas für dich im Fall. Unbedingt. Ja. Der ist True Crime, aber er ist ein Comedian. Alright. Genau so wie du tickt im Fall. Das ist pure funny. Ich weiß nicht, ob das gut ist für mich. Oh ja, definitiv. Nein. Kann ich nur empfehlen. Ricky, Top 5? Top 5. Also Joe Rogan natürlich. Ja, seit 12 Jahren oder so. Also, das ist der grösste Einfluss. Dann gut lange Zeit dann halt Tom Segura und so, YMH, The Church of What's Happening Now, schon legendär mit Uncle Joey. Sonst halt die Metal-Podcasts höre ich jetzt mehr. Ist cool, dass mehr und mehr kommt, weil du willst ja die Insider-Infos und so. Ja. Ich weiss auch, Dings hat einen Podcast, glaube Drinks with Johnny, ich glaube der von Evan Sevenfold oder so hat einen. Jetzt der Dings hat auch noch einen Podcast neu, der von Smashing Pumpkins, der Glatzkopf, wie heißt der? Billy Corgan, ja, der hat jetzt auch einen Podcast. Ja, der hat plötzlich auch was so. Ja, voll. Der hat jetzt auch so einen Podcast mit Dings gehabt, von Tom Morello und so Zeugs. Ja, klar, kennt ihr natürlich. Aber ja, genau. Also, das kommt mehr und mehr und ist cool. Und sonst, ja, zu viel Podcasts, man. Timesuck. Ich merke, wenn ich darüber nachdenke, Morello hat keinen Podcast, oder? Das ist stumm wie wahnsinnig. Der war eigentlich geboren für das. Ja, voll. Ja, voll. Kein Plan. So ein Live-Music-Podcast. Ja, aber das ist cool, weil da kannst du wirklich so ein bisschen einfach abschalten, durch die Wohnung putzen. Und Ja, genau, das ist super. Ja. Für mich so mit dem Hund laufen ist Peak Podcast Time, das ist super. Genau. Ja, voll, aber genau so. Aber sonst Schweizer Musikszene. Erzähl mir mal, was sind so eure Highlights da? Was für Bands hört ihr gerne? Was findet ihr, könntet Bands besser machen, zum keine Ahnung, wachsen oder was auch immer? Ja, wahrscheinlich bei allen Bands Social Media. Unbedingt. Das ist sicher die grösste Hürde, die die meisten haben, zum wachsen. Uns inklusive natürlich. Ja. Ich glaube, dort hast du auch nie das volle Potenzial ausgeschöpft. Also, es gibt immer, wenn du halt über die Schweizer Grenze raus willst, dann du musst rum sein, du musst Content machen, du musst basically fast Influencer sein gleichzeitig. Sonst wird es auch schwierig. Nehmen wir nur Musik machen. Yes. Ja. Aber sonst, die meisten Local Bands, die ich höre, machen ihren Job eigentlich meiner Meinung nach gut, performancemäßig, musikmäßig. Klar, bei jedem könntest du irgendetwas nicht picken und kritisieren, aber ich meine, ich habe selten irgendein Konzert von der Local Band gehabt, das ich nicht genossen habe. Und selten irgendein Release gehört, wo ich jetzt sage, das ist unterste Schublade oder so. Also, das ist allgemein, sorry, nicht um jetzt wieder da den alten Sack raushängen, aber das haben wir glaube sogar auch darüber geredet, als wir bei euch waren. Es ist brutal, wie das Niveau allgemein gestiegen ist von Underground Bands. Es ist insane. Wenn ich schaue, dass irgendwie vor 10 Jahren war, oder geschwiegen haben vor 15 oder 20 Jahren, also als ich damals angefangen habe, dort hast du irgendwie, wenn du Local-Shows schaust, einfach gewusst, hey, jede vierte Band ist nicht einfach absoluter Müll. Alle anderen sind so insanely schlecht, inklusive dem Shit, den ich gemacht habe. Wirklich, also Drummers, die kaum ihre Sticks haben, Sänger, die keinen Ton töpfen, Gitarre hast du nie gehört, die immer ins 21 gegangen bist und der Wischer schon besoffen war. Und wenn ich jetzt heute irgendwie schaue, was die kleinste Local-Band knallt wie Sau, die Leute haben ihre Instrumente brutal im Griff, die Sängerinnen und Sänger haben Technik drauf und ich finde, es stresst mich jedes Mal, ich habe null Technik. Ja. Und das einfach irgendwie so zusammengeholt, das ist brutal, oder? Und dann eben, Path of Wrath, euch habe ich so nicht gross auf dem Radar gehabt, spielen wir zusammen. Ich dachte, fuck me, Mann, das ist irgendwie... Jede Local Band, wie du es richtig gesagt hast, jede Show ist irgendwie mindestens gut. Also man kann immer sagen, hey, da hat es noch Potenzial, das ist nicht so cool, vielleicht passt einem das auch nicht, vielleicht findet man es einfach langsam langweilig, whatever, aber das allgemeine Niveau von Underground Bands, auch weltweit, ist insanely hoch. Darum ist es auch so schwierig, als Underground Band reinkommen, weil die Konkurrenz ist so brutal krass hoch, oder? Ja, es ist so, ich habe das Gefühl, so, weißt, der Gap von diesen bekannten Bands, die du jetzt hast, also so eben Spiritbox, weiss nicht was und so weiter. Und dann hast du aber das Niveau zwischen, also das Niveau, das du eben sagst, ansprichst, oder, von den Underground-Bands. Aber in das Game raufzukommen, das ist so schwierig. Also, hey, ganz ehrlich, vielleicht bin ich zynisch, aber ich glaube, du musst einfach... Also A, musst mega talentiert sein, B, musst du mega viel Zeit investieren und C, musst du einfach Stutz haben, oder? Also, irgendwann kommt der Punkt, wo du einfach musst irgendwie, keine Ahnung was, 50, 100'000 Stutz einfach mal rausballern, oder? Also ich meine, Spiritbox ist jetzt so ein Beispiel, die sind ja alle schon seit Ewigkeiten dabei. Ja. Ich meine, die Menschen sagen, ich glaube, die gibt es und ich jetzt das klingt jetzt nach früher ist alles besser. Ich finde auch Wrestle the Bear Ones tatsächlich ein bisschen besser als Spiritbox, aber das ist nicht, wie Spiritbox nicht mega insane sind. Und du merkst auch, die haben jetzt halt einfach 25 oder 20, 25 Jahre lang Kontakt geknüpft.
irgendwo dann müssen zwangsläufig Geld in die Hand nehmen, um einfach mal die Spiritbox vom Boden abzubekommen. Und weil sie jetzt so gut sind und die Kontakt haben und den Nerv von der Zeit getrifft haben, haben sie jetzt den Erfolg, den sie zweifellos verdienen. Paleface ist auch so ein Beispiel. Oder? Also ich will nicht zu mir unterstellen, dass sie irgendwo keine Ahnung, Geld gehabt haben, wo man sonst nicht hatte oder was auch immer. Aber du merkst auch, die haben das aufgebaut, sie haben den Zahn sie haben irgendwie so den Nerv von der Zeit getrifft, sie sind wahnsinnig gut. Yes. Aber irgendwo kommt wieder der Punkt, wo, wie du es richtig sagst, der Gap ist rum. Und ich glaube, als Underground-Band musst du dich dann auch ein bisschen fragen, will ich versuchen, den Gap zu schließen? Sage ich, wir haben es vor das 4. oder 6. davon gehabt. Und sagt man, okay, fuck it, das ist ein Splash-Projekt, das ist lustig, das ist alles, was wir wollen. Und dann ist es ja auch okay, dann ist es auch cool, dann hast du keine grösseren Ambitionen. Aber es gibt so viele Bands, die sich auflösen, bis einfach... Aber trotzdem mit einem hohen Niveau. Also genau. Das Niveau ist allgemein mittlerweile so hoch, das ist wie so, die Frage stellt sich dann gar nicht. Oder? Ich denke, heutzutage haben wir aber auch mega viele Tools und Tutorials und absolut. Software und jeder kann ein guter Bedroom-Musician werden mit weniger Geld und wenig Mittel schlussendlich. Das ist für die Demokratisierung. Ich habe das Gefühl, die Musik, die Underground-Musik ist einer der wenigen Orte, wo die Technik tatsächlich eine Demokratisierung mit sich gebracht hat. Oder dass man irgendwann vor 20 Jahren, 30 Jahren oder 40 Jahren gesagt hat, hey, Technik gibt bessere Möglichkeiten für alle. Es nivelliert. Es ist schon Meritocracy, oder? Ja, genau. Also du kannst dich nicht wirklich abkaufen. Also egal wie viel Geld du rührst an Facebook-Ads. Genau. Wenn es nicht gut ist, dann passiert nichts. Ja. Und das ist eben, wie du richtig sagst, Bedroom Producing ist ein riesiges Ding. Das ist gerade, wenn du im elektronischen Zeug unterwegs bist. Es ist crazy, was die Leute einfach können. Das ist manchmal fast demotivierend, wenn du mal deiner eigenen Mittelmäßigkeit bewusst wirst. Aber es ist auch mega motivierend, wenn du merkst, hey, das sind alles einfach irgendwelche Leute. Oder? Das ist cool. Aber ich finde jetzt nur schon gestern Abend am Bullhead, das Niveau, wo die kleinen Bands in dem Sinn haben, das ist... Also, nein, das ist absolut grossartig. Dann würde ich mir Sorgen darum machen, wenn ich nachher spiele. Hey, nein, ich habe es fast schon gesagt. Ich bin sehr froh, dass der Last Game gestern gespielt wird. Also, nach diesem Spiel habe ich dann also wirklich gestresst. Ich bin jetzt schon nervös genug, aber whatever, kommt schon gut. Wir sind ja, ich glaube, der Kate-Effekt können die Leute nicht unbedingt wegen der technischen Qualität schauen. Von dem her ist das noch so okay. Aber also, ihr habt eine sehr gute technische Grundlage. Dementsprechend, nachher bringst du noch Stimmung dazu. Das ist ein perfekt Combo. Das ist die Hoffnung, ja. Ich will nicht nachher Sweep-Picking Solis machen und den ganzen Bullshit. Nein, was mit dem Fart-Pedal. So, das ist, wir haben das heute entdeckt. Ich bin fast gestorben. Das ist geil. Das ist so gut. Ich brauche das. Vor allem, wir haben ja die Idee ist halt, wenn die spielen ja auch mit in oder? Da ist irgendwie was, 8 bis 16 Outs und einfach überall so ein Farbpedal voneinander hängt und dann läuft es. Dann ist ja gleich, wenn du verspielst. Das ist fein. Aber bezüglich Thema starke Szene finde ich auch, weil ich bin auch Local Shows in Spanien gegangen, in Südamerika, in Deutschland. Und es ist schon so eine sehr starke Szene. Was ich finde, ist, wie ist das Saying, wo die brauchen Steel, wenn du Steel haust, dann irgendwie Steel makes Steel. Einfach, wenn du eine starke Szene hast, nachher und du als Local Band dich dort durchsetzen musst, oder? Nachher, wie so Steel, Beats, keine Ahnung, fucking, jetzt habe ich den Saying nicht geschnappt. Aber einfach da, dass es so eine starke Szene ist, oder? So wie Gothenburg in den 90er, so wie, keine Ahnung, alle amerikanischen Städte praktisch. Alle Hardcore-Bands. Hardcore-Band in New York. Du musst eine fucking gute Hardcore-Band sein in New York, um da durchzupushen, oder? Ja, das ist, denke ich, so die ein bisschen kompetitive, ich sage jetzt nicht negative, aber so die kompetitivere, das ist gar kein Wort, aber so ein bisschen die, wie sagt man dem? Du meinst Competition breeds. Ja, genau, das ist die Creativity, oder? Es ist Naruto vs. Sasuke, es ist einfach das, oder? Es ist einfach Rivalry, friendly Rivalry, es pusht einfach alle, die ganze Level von jedem auf. Ich glaube, das ist eine Perspektive und die andere, das erleben wir jetzt vor allem am Bullhead mega krass, oder? Es ist Rising Tide lifts all boats, oder? Alle sind mega gut, alle haben es mega gut miteinander, man schafft mega zusammen, man kollaboriert, man gibt einander Tipps und dann sind auch alle wieder besser, dann profitiert die ganze Szene davon. Das ist das, was ich jetzt in den letzten 5 Jahren massiv erlebt. Das ist crazy. Podcasts kommen aus dem Boden, junge Bands kommen. Ich habe nie so viel Rückhalt unter den Bands erlebt wie jetzt in den letzten 5 Jahren. Das ist wirklich crazy. Früher war es tatsächlich eher so, dass Bands schon einander beipisst haben. Ja, wir wollen aber nicht nach denen spielen. Oder, wir sind besser als die, bla bla. Ganz echt. Oder der Slot gefällt mir nicht. Ja, genau. Die andere Band ist scheiße, bla bla. Ich meine, der Slot gefällt mir nicht, das haben wir auch schon abgelassen. Aber
es ist wie so, wenn du 4 Bands hast und spielen und alle sind cool und man hat es gut miteinander, dann es redet dann niemand mehr mit von Headliner. Es ist einfach so, wer spielt am Schluss, wer spielt Jetzt, wenn du dumm tust, willst du das im Podcast. Ja. Also jetzt ist es so transparent irgendwie, dass einfach alles raus, oder? Nein, aber es ist wirklich, und ich finde, der mit der Rivalry ist absolut korrekt, aber ich glaube wirklich, was ich mega erlebe in den letzten Jahren, ist auch online, oder? Ist ein mega kollaboratives Ding. Was früher so, mindestens in meiner Erfahrung, wenig bis gar nicht gegeben. Würdest du sagen, Collab-Posts haben die Szene gerettet? Ja, ich will sagen Facebook-spezifisch. Nein. Facebook hat aber keine Collab-Posts. Ah, there we go, okay, also Instagram. Nein, du Boomer. Ich habe noch StudiVZ gehabt, Bitch. Ja, aber ich muss auch sagen... Die Lexi kommt auf den gut. Hey, danke vielmals. Danke, Lexi. Lexi, kommst du auch Podcast? Komm, ich kann dir erst gehen, das ist mein Job. So, Lexi, wir reden über die Schweizer Szene. Ja, was ich auch will sagen, was wir auch gemerkt haben, wir haben, als wir unseren ersten Song released haben mit Path of Wrath im 2022, hat sofort angefangen, Sons of Coherence, oder vor allem der Janik, der glaube ich bei Ihnen am Instagram-Account dran ist, uns einfach hypen und mit uns kommunizieren und müssen wir etwas zusammen machen. Also vielen Dank, Janik, geile Sieg und der Rest von den Sons of Coherence Boys sind richtig gute Kollegen geworden. Ja, es ist so die Sons pushen gerne. Also, es ist so ein, ich glaube, wenn eine Band andere umherum pusht, das bringt einfach die eigene Band auch weiter. Oder? Mega, ja. Es ist eine Community schlussendlich, oder? Und was ich dann aber sagen will, da die Szene so stark ist, es ist einfach ein Hotpot, wo nachher einfach aus dem könnten internationale Headliners rauskommen, oder? Wie Gothenburg, oder? Das ist einfach das Beispiel. Ich glaube, das Problem, jetzt sehr gross gesagt, ist halt, dass der Kreis so eng ist und so eine enge Community in sich selber, dass man aus dem dann rauskommt. Ich glaube, das ist so etwas, wo man muss dranbleiben, einfach mega. Wie schafft man es dann aus dem Kreis raus? Aber der Kreis ist mega stabil in der Zwischenzeit. Das sind Bekannte, man kennt sich, man ist füreinander da, man kann aufeinander zählen. Aber wie kommt man dann aus dem raus, um mehr Leute reinzubringen? Auch wieder? Wir haben eine Stunde davon geredet im Auto. Die Frage ist aber wiederum auch, wie weit raus willst du jetzt als Band? Ich meine, wir haben jetzt nie das Ziel, dass wir die Welt touren wollen. Du wirst bald Vater. Wir sind alle so um die 30 herum oder teilweise auch schon drüber. Das ist so, nicht mehr, dass man jetzt mit 20 denkt, ja, ich kann jetzt mal ein paar Jahre umeinander touren und so ein Leben führen. Jetzt wollen alle irgendwie einfach ein stabiles Leben haben und seine 6 Konzerte oder mehr oder weniger im Jahr haben und Spass haben. Oder? Aber du kannst auch, also wenn sagen wir, genug Aufmerksamkeit bekommst, kannst du nachher auch so irgendwie gezielt größere Konzerte planen. Und wir haben es davor im Auto gehabt, dass Headliner sind auch älter geworden. Also Trivium wird erst jetzt so Wagenhetter und so, Bruder, ist fast 50. Ja. Und da hast du Bands, die in ihre 70er noch Headline-Shows machen. Ja. So und das Ganze schiebt sich irgendwie nach vorne, oder? Junge, neue Bands sind in ihre 30er oder neue 20er. Oder? Ja. Ich habe auch lange Zeit, in den letzten 2 Jahren, irgendwie wenig jüngere neue Bands gesehen. Wir haben halt die ganze Trap-Welle, oder, wo einfach Single-Künstler hast und weniger Bands. Und dann merke ich so, ja, der 30 ist neue 20er, oder? Und 40 ist neue 30er. Ja. Von dem her, ja, ich habe das Gefühl, so, die meisten Bands, die wir auch irgendwie jetzt in der Szene damit zu tun haben, die sind alle wirklich so in der Mitte 30 und werden jetzt so ein bisschen bekannter. Also ich glaube, das 30 ist das neue 20. Ja, das passt sehr gut. Ich meine, Paleface Blues sind auch ein bisschen jünger, aber die sind auch bald 30. Ja. Und die sind die junge. Sorry. Ich glaube einfach irgendwie auch, man hat immer das Gefühl, ja, mit 18 und nachher geht es los und bla bla bla. Und dann bist du so, dich am Finden und ich glaube, mit Ende, Mitte 20 bist du so, okay, ich weiss jetzt, was ich machen will. Und dann wirst du richtig gut drin. Und dann geht es eigentlich erst wirklich los mit dem Potenzial, das du für dich gefunden hast. Und das wird wie so ein bisschen auch missachtet oder so ein bisschen, ja, aber ich finde es mega schön, dass man so merkt, man ist gar nicht unbedingt zu alt, sage ich jetzt als Jüngling, gell? 25. Man ist gar nicht zu alt, um halt das, was man jetzt für sich gefunden hat, etwas zu machen, was auch einen grossen Platz im Leben einnehmen darf. So. Und ich meine, wenn du etwas machst, etwas Neues, du willst sacken für eine gute Weile, bis du gut bist. Das gehört dazu. Aber Jungs, ja, es war eine coole Diskussion. Merci mal. Danke für die Einladung. Ich habe Zeit genommen von eurer Zeit. Und ich finde mega cool, was ich mache mit dem Konzept. Ja, danke, Musikkonzert. Path of Wrath genau gleich. Ich freue mich dann auch wieder live. Ich habe euch noch nicht live gesehen. Zum euch mal live gesehen, nicht wieder. 15. Mai. In der Schür. Erzähl mal. Okay. Ja, was kommt für ein Konzert? 15. Mai sind wir in der Schür mit Meische. Ja. Meische, also so eine taiwanische All-Female, Melodeath, Metalcore, einzige Band. Taiwanesische Hanabi in dem Fall.
Ja, voll. Okay. Sagen. Spannend. Auch da in der Schür. Mhm. Im unteren Stock. Glücklicherweise hat uns der Sebi Ja. Connected. ja voll. ist mir an einem Mittwochmorgen angerufen. Hat er arbeiten. Voll. Ja, und das ist geil. Also sowieso mit dem Sebastian. Also, er fragt uns immer wieder an für Sachen. Und das ist eine extrem gute Connection, die wir da Das ist haben super, mit ja. ihm. Also, Sonst haben wir das Jahr noch nicht viel an ein Konzert planen. Ja. Hoffen, dass noch ein paar Sachen reinkommen. Jetzt sind wir eben wirklich beschäftigt mit Aufnehmen. Ja, verstehe ich. Was kommt denn so EP raus? Oder? Ein EP, ja. Sehr gut. 5 Songs. Da gehört das als erstes. Geil. Ich habe jetzt das Wort vergessen. Exclusive. Yes. Exclusive. Metal Servilo Exclusive. Metal Servilo Exclusive. Eben, ihr habt es da gehört. Und Bookers, setzt mal in Kontakt mit Path of Wrath. Wir haben ihr in Instagram, Facebook, TikTok, Grindr vielleicht. You never know. Wer weiß. Wer weiß. Alright. Ja, merci. Also, danke euch vielmals, ja. Viel Spaß heute noch. Ja. Gleichfalls, ja. Danke. Sorry, ich kann nicht. Bonjour miteinander. Wir sind da mit Fabi. Und dem Sebastian. auch bekannt als Mr. und Mrs. Bullhead. Willkommen im Podcast. Vielen Dank. Danke. Endlich. Ja. Wir haben darauf gewartet. Aber musst du vielleicht noch nichts Ja. sagen. Wir haben darauf gewartet. Jawohl. Vielen Dank. Hey. Jawohl, das ist sehr gut. Professionell. Es ist verdammt kuschelig hier. Hey, das ist jetzt die zweite Ausgabe vom Festival. Ich bin da zum zweiten Mal. Sehr cool mitzuerleben. Erzähl mal, ihr habt es schon, oder du, Sebi, glaube hast schon im «Wer lasst was» mal erzählt, wie das angefangen hat, aber so Ja, kurz und knackig. Wie ist das passiert? Wie ist das entstanden? Kurz und knackig. Wir haben Kuscheltiere produziert. Wir haben dann irgendeine Spezial von so einem Kuscheltier ans Greenfield genommen. Das war ein Hase gesehen. Der Hase, der hat nicht zum Metal gepasst. Wir haben ihn zu einem Hochlandrind gemacht mit dem Namen Wotan. Und der Wotan ist dann bei vielen Bands durchgegangen zum Unterschreiben lassen. Und nachdem habe ich so viel Bandkontakt gehabt, dass ich gefunden habe, hey, fuck, ich mache jetzt auf das Festival einen Zeitkontakt. Das ist Kurzfassung. Geil. Und ihr habt es jetzt zweimal erlebt. Wir sind in der Mitte der zweiten Ausgabe. Was habt ihr so gelernt, so im Vergleich zwischen der ersten und zweiten Ausgabe? Ja, ich glaube, wir haben von A bis Z ganz viele Sachen dazu gelernt. Bei der ersten Ausgabe hast du einfach absolut keine Ahnung, was dich erwartet. Du, ja, sei es vor oder hinter der Bühne. Jetzt, in meinem Fall, ich bin zuständig beim Hospitality. Also letztes Jahr, da ruderst du einfach mal. Hast keine Ahnung, was du machst. Hast halt selber auch mega Anforderungen an dich selber. Und ja, aus diesen Fehlern von letztes Jahr, die eigentlich minim waren, hat man es dieses Jahr können perfektionieren. Aber ich glaube, perfekt in dem Sinn kannst du es nie machen, weil ja jede Band oder jeder Headliner andere Wünsche hat. Ja. Ja, voll. Ja, für mich ist eigentlich der Hauptnagel gesehen, den ich jetzt gemerkt habe, die 1,5 Tage. Es ist oft wichtig, dass du lernst delegieren, dass du es abgeben, dass du nicht die ganze Verantwortung auf deiner Schulter tragen willst. Dementsprechend die grösste Änderung, die wir eigentlich zum ersten Jahr gemacht haben, ich bin nicht mehr Ansprechperson für 30 Menschen gesehen, sondern wir haben die 30 Menschen in 4 Gruppen eingeteilt. Das ist eine Stage-Gruppe, eine ist eine Hospitality-Gruppe, eine ist eine Merch-Gruppe und eine ist eine Media-Gruppe. Und so hatte ich eigentlich unter mir 4 Gruppenchefs und eigentlich nur noch 4 Ansprechpersonen und bis Verbindungsglied zu der Jury. Und das ist für mich eigentlich die grösste Anpassung, wo es auch mega erleichtert, dass auch die Leute dementsprechend Pause machen können und der Gruppenchef mit ihnen schaut, welche Arbeitseinsätze sie haben und nicht mehr ich. Alright. Und was war mal die grösste Challenge bisher und was ist die schönste Erfolgsgeschichte, die diese 2 Ausgaben bis jetzt hatten? Die grösste Challenge. Ich muss überlegen, weißt du gerade etwas? Ich muss jetzt auch gerade recht studieren. Also es gibt verschiedene Sachen, die man meistern musste. Ich glaube, die grössten Challenges sind, wenn im letzten Moment vor dem Event irgendwie Ereignisse sind, die gecancelt werden. Egal, ob jetzt irgendjemand abspringt oder irgendwie doch noch etwas Pläne über den Haufen geworfen werden, wo völlig unerwartet und dann musst du recht schnell etwas aus dem Ärmel ziehen. Ja, vor allem. Ja, wenn ich jetzt so zurückdenke, ist eigentlich meine
grösste Challenge wirklich dieses Jahr gesehen, weil dieses Jahr haben wir das erste Mal mit Nightliner zu tun gehabt, wo auch dementsprechend den Anhänger dabei haben. Und dann ist halt wie vor Ort, du brauchst eine gewisse Flexibilität. Weil wir haben es gestern bei Callecon erlebt. Das Get-In wäre eigentlich um 9 Uhr am Morgen gewesen. Sie sind 5 Stunden komplett auseinandergenommen worden am Schweizer Zoll. Oh shit, ja. Und dann sind sie erst am 2 Uhr angekommen. Und dann hat's eigentlich, haben sich halt Folgeprobleme aus dem ergeben. Also was heisst das? Der Foodtruck hat nicht sich können platzieren, hat aber Strom gebraucht, weil seine Lebensmittel müssen gekühlt werden. Dementsprechend haben die anderen Bands nicht können parkieren, weil der Nightliner noch nicht da war. Wir alle haben auch nicht gewusst, wo parkieren. Und ich selber würde jetzt behaupten, das ist für mich selber die grösste Challenge bisher, weil man es halt nicht planen kann. Weil alles, was man planen kann, würde ich von mir behaupten oder für uns behaupten, ist immer gut. Und das ist halt wirklich so eine spontane Aktion, die wir auf den Museum in den Griff kriegen. Zum Glück ist der Headliner heute mit dem Bus am 9 Uhr morgen bei uns angekommen und das Problem ist heute nicht mehr entstanden. Alright. Ja, und der grösste Erfolg, ich glaube, das kann man nicht auf einen bestimmten Zeitpunkt minimieren. Es ist, der grösste Erfolg für mich ist, wenn man glückliche Gesichter sieht, glückliche Bands hat, gutes Feedback hat von den Besuchern, die zurückkommen. Ein Schüler, der gar nichts zu bemängeln hat. Also die haben uns mega gerne da und wir sind jederzeit willkommen. Dementsprechend sind wir auch nächstes Jahr wieder da. Das ist schon fixiert im 3-Jahresplan. Und ja, für Fabian und mich ist glaube auch so ein bisschen, wenn man so seine Jugendheroes sieht, also wie gestern bei Callecon, für mich persönlich, die Band begleitet mich seit 15 Jahren und diverse Lieder haben eine tiefere Bedeutung für mich als nur ein Lied. Und wenn man dann oft mit dem Mastermind im Backstage einfach gemütlich über Gott und die Welt kann reden, nicht mal über Musik, sondern oft mit ihm in sein Herz hineinschauen, das ist für mich eigentlich, sind so die Highlights. Ich sehe ja genau gleich und vielleicht noch die Genugtuung, oder? Du reissest dir monatelang den Arsch auf und nachher, wenn halt auch das Feedback danach ist, hey, es war mega toll gewesen und wirklich weiter so, wo du weisst, mal, das, was du machst, hast du gut gemacht. Ja. Wie Ja, viele du hast ja... Sorry, Nein, sicher nicht. du hast ja gestern das Feedback vom Headliner gekriegt, auf der Bühne runter, und es hat geheißen, es sei noch nie so eine gute Verpflegung und Hospitality gegeben wie am Bullet Festival. Und das ist schon... Ja, das erwärmt einem schon das Herz jetzt in deiner Situation, wenn du das von so einer Band hörst. Das ist schon ein gutes Lob, ja. Es geht viel Ballast von dir ab, ja. Ja. Nein, das Gleiche habe ich auch von anderen Bands gehört, gesagt hat, eben, teilweise Bands, die nie eine Stage hatten, oder? Die zum ersten Mal an einem Bullet Festival gesehen haben, so, man muss doch nicht immer alles selber tragen. Das ist so, und ja. selber machen. Und ich finde, organisatorisch ist eigentlich super. Und ich muss ehrlich sagen, das erste Mal, als ich dich sehe, im «Wer bläst was» Podcast gehört habe und alles erklärt und gesagt hast, ja, dein Ziel ist am Festivaltag nicht viel zu machen, einfach chillen. Ja. Ich war sehr skeptisch und so, oh fuck, ich hoffe, es kommt alles gut. Und ich war erstaunt, wie gut es gelaufen ist. Aber da frage ich mich auch, hast du irgendwie bei jemandem können anfragen, schauen, wie es ist, eigentlich so ein Festival auf die Beine zu stellen? Weil ich weiß nicht, ob du da vielleicht noch Erfahrungen schon gesammelt hast. Oder wie ist das entstanden? Oder aus dem Nichts einfach Genius Plan masterminded? Nein, ganz aus dem Nichts ist es nicht. Man muss halt sehen, wenn man jetzt in meine private Vergangenheit zurückgeht. Ich war über 2 Jahre im Militär am Stück und 12 Jahre lang WK gemacht als Zugführer und stellvertretender Kommandant. Ja. Und dort musste ich eigentlich genau so Einsatzpläne schreiben für eine ganze Kompanie. Ja. Und das ist eigentlich... Das Festival ist nichts anderes als eine Wochenplanung für eine Kompanie. Du tust oft auch in Gruppen unterteilen und in Züge unterteilen. Spannend, ja. Und ich habe meinen Leuten auch gesagt, schau jetzt, ich sehe mich als Zugführer, dann sehe ich die Schlüsselpersonen als Gruppenführer und alle anderen als Soldaten, ohne dass das irgendwie abwertend klingen soll. Es sind für mich alle genau gleichgestellt. Und die Location ist für mich der Kommandant, weil das Wort ist über allem. Ja. Und so kommt eigentlich ein bisschen das Ganze, dass ich das von Anfang an eigentlich gut planen konnte. Alright, das ist interessant. Also von dort kommt so die Selbstsicherheit, weil ich nehme mal an, vor der ersten Ausgabe sind sicher einige Nerven da gewesen. Weißt du nicht, wie etwas nicht klappt oder so, und ist recht gut Ja, gemeistert worden. es ist glaube ich, eher darum gegangen,
wie sind Bands so und wie reagieren Bands auf das, was sie kriegen, weniger auf was könnten wir falsch machen, weil wenn du unsere Terminplanung würdest sehen, das ist ein Excel-Dokument, aber das ist riesengroß, also du musst scrollen Ja. und in dem einen Excel-Sheet steht alles. Ja. Das ist die ganze Festivalplanung auf einer Seite. Und hast du da wahrscheinlich mit Leuten von der Schür vielleicht mal geschnurrt und so, um auch wissen, hey, was muss ich eigentlich alles planen, organisieren und tun für das Festival? Oder ist ja nicht von einem Tag zum anderen? Ja, natürlich. Also bei der ersten Ausgabe bin ich ein paar Tage hier in der Schür gesessen und habe mit dem Schürleiter und mit dem Technikchef der Schür halt einfach geschaut, wie lang sind so Umbauzeiten, wie machst du die Schüre so, was ist die Erfahrung aus den letzten Jahren. Und dann hat sich halt auch ergeben, dass man den Flickflack nutzt. Und genau das ist eigentlich der optimale Weg für uns, weil so müssen wir nicht 45 Minuten, eine halbe Stunde Umbaupause haben. Ja. So sind eigentlich die Leute wirklich immer beschäftigt. Letztes Jahr hat es zwar das Feedback gegeben, sie haben zu viel müssen Bands schauen und haben zu wenig Zeit zum Pause machen. Keine Zeit fürs WC. Aber am Ende Tag sind wir ein Metal-Festival und unser Ziel ist, den Leuten möglichst viel Metal um die Ohren zu rühren. Haben sie das ja ein bisschen angepasst, sie haben jetzt eine Viertelstunde Pause. Ja. Und nein, so ist es eigentlich gekommen. Die Schule hat mich hier natürlich schon supportet aus ihrer Erfahrung, aber sie haben selber kein Mehrtagesfestival hier drin. Und wir sind eigentlich die Ersten jetzt gesehen, die uns hier ein bisschen platziert haben. Dementsprechend sind wir hier auch ein bisschen wie daheim. Und ja. Geil. Und ich glaube, das Team ist ein bisschen gewachsen seit der ersten Ausgabe. Erzähl mal, wie groß ist das Team hinter dem Bullet Festival? Also bei der ersten Ausgabe ist das Team eigentlich ich gesehen, plus ungefähr 15 Helfer. Und während dem Bullhead Festival habe ich einen Verein gegründet. Und dann habe ich alle die Helfer, die dort dabei waren, die haben das so eine coole Sache gefunden, die sind Vereinsmitglieder geworden. Das heisst, nach dem ersten Bullet Festival sind wir 16 Leute gewesen. Und mittlerweile, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, sind wir um die 38 Aktivmitglieder und 4 Passivmitglieder. Das ist ein recht Wo grosses Team. jeder darf, aber niemand muss helfen. Und wenn jemand den Verein will, eintreten oder wie sagst du eintreten auf Deutsch? Beitreten oder Beitreten, oder? Beitreten, Ja, glaube genau. ich. Deutsche Nicole, Sprache, ist schwere Beitreten Sprache. oder Eintreten? Beitreten. Ja. Wo soll es gehen? Du kannst eigentlich auf der Homepage oft via Kontaktformular kannst, uns schreiben, wenn du Interesse davon hast. Und wir sind nie abgeneigt. Also wir freuen uns immer über neue Vereinsmembers. Wir haben es oft neu so eingeführt, wenn es Leute sind, die wir gar nicht kennen, die nicht irgendwie durch ein bestehendes Vereinsmitglied kommt, wo eigentlich wie sein Götti dann ist. Dann ist das so wie ein Lehrling, also so ein Vereinsmember auf Probe für ein Jahr. Und an der nächsten GV wird dann entschieden, ob er dann ein vollwertiges Mitglied wird. Das ist halt oft für die Neuen, die wirklich komplett extern bei uns sind. Ja. Aber wenn du durch Vitamin B in den Verein reinkommst, also irgendwie der Ellen, wo ich gerade gesehen habe, sagt, hey, look, der und der will Vereinsmitglied werden, das ist ein cooler Sieg, dann ist auch wieder Götti für ihn und bürgt für ihn und dann ist er dabei. Ja. Und ihr macht Bullet Festival, ihr macht Sommerausgabe. Ist da geplant? Und wir machen Wacken Metal Battle Final. Erzähl mal. Ja, da sind wir eigentlich. Ich habe das mal an der GV gesagt, dass ich mich ans Wacken annähern will. Und dann der erste Schritt ist eigentlich gesehen, im Wacken 24 habe ich mich mit der Foundation angefreundet. Da haben wir einen Collab-Post gemacht. Und dann ist plötzlich durch irgendwelche Umwege ein Anruf gekommen zu mir und hat gesagt, hey, Bullheads, haben du Bock in der Schule das Halbfinale auszusagen vom Wacken Metal Battle? Und so wie ich bin, ich habe schon mega viel zu tun, habe ich gefunden, ja, es klingt schon geil, aber wenn ich das mache, werde ich fix ins Wacken reinkommen, werde noch meinen Support mitbringen vom Verein und ich werde das Finale machen. Und sonst kann ich da leider keine Hand bieten. Ja. Und dann ist es 12 Stunden gegangen und ich habe das Feedback gekriegt, ja, mach das Finale. Gehen wir ins OK rein. Alright. Und jetzt sind eigentlich 2 Members offiziell in diesem OK drin. Also das ist Noel und ich. Ich mache so mehr organisatorisch und Kommunikation mit Bands. Und Noel macht alles, was mit Grafiken zu tun hat und Social Media. Ja. Und der dritte ist nicht offiziell im OK vom Wacken drin, aber er ist Fachjuror und auch Live-Juror. Das ist unser Brian.
Ja, sehr gut, sehr gut. Hey, cool. Also es kommen neue Sachen, spannende neue Projekte in dem Fall. Ja, voll. Und was, gut, jetzt ist es ein bisschen früher, ne? Was sind die Learnings, die ihr mitgenommen habt vom ersten Ausgabe, die ihr jetzt in der zweiten Ausgabe anders gemacht habt? Darfst du gerne zuerst beantworten? Ja, wie der Sebi sicher vorhin schon gesehen hat, das Lernen abdelegieren. Mhm. Also bei der ersten Ausgabe tut man sich mega schwer, Sachen abzugeben, weil man nicht, dass man nicht Vertrauen hat, Mhm. aber man weiss, wenn man es halt selber macht, easy, es ist gemacht, Ja. es ist erledigt. Aber sicher auch die ganze Vorbereitung. Das heisst jetzt nicht, dass man beim ersten Mal nicht vorbereitet war, aber man kann halt die Sachen besser ein bisschen abwägen, abschätzen, wenn anfangen mit etwas danach. Und ja, sich einfach vielleicht auch nicht mehr ganz so hart stressen. Also Mhm. ja, shit happens, Mhm. kann irgendetwas mal schief Ja. gehen, die Welt geht nicht unter, Mhm. aber dass man die Sachen ein bisschen versuchen muss, lockerer anzuschauen. Nicht, dass man es jetzt echt so Mhm. Larifari, aber Mhm. man gibt sein Bestes, mehr kann man nicht. Ja. Ja, dem stimme ich eigentlich zu. Es ist wirklich so, dass du, wenn ein Fehler passiert, du kannst ihn nicht ändern, der Fehler ist da, reg dich Mhm. nicht darüber auf. Schnuff durch, rauche Zigaretten, nimm ein Bier, was auch immer Mhm. und schau, was jetzt der bestmöglichste Weg ist. Alles andere bringt einfach nichts. Mhm. Und dass man auch die Nervosität im Griff behaltet, egal wer jetzt vor dir steht und was für ein Problem es ist. Tu es einfach mit Verstand und ruhig lösen. Lieber du es 10 Minuten später lösen, als dass es für schlimm besser ist. Mhm. Und ja, halt Learnings eben zum Vergleich vom ersten und zweiten Jahr. Wir haben sehr viele Feedbacks eingeholt von Bands, von Besuchern, was wir besser machen können. Das eine ist eben gesehen, die größeren Pausen. Mhm. Wir können aber nicht mehr Pausen machen als eine Viertelstunde, weil sonst können wir einfach die Anzahl an Bands Mhm. nicht mehr gewährleisten, Mhm. weil du kannst nicht bis irgendwie am Morgen früh Bands spielen lassen, dann sind Mhm. die Leute auf daheim. Ja. Und das Zweite ist halt noch ein bisschen bessere Kommunikation, wo wir jetzt, glaube ich, im zweiten Jahr recht gut gemacht haben. Mhm. Nicht zuletzt durch den Pascal und den Simon, die als Votan überall Mhm. sind, Werbung machen Ja. für das. Ja, das stimmt, das muss man auch sagen. Ihr seid auch sehr viele Local-Shows Genau, ja. dabei. Tun auch die Local Band supporten und wahrscheinlich knüpfen die dort auch so Kontakt mit möglichen Bands für einen Bullet, nehme ich mal an. Ja, also wir haben zum Beispiel an der ersten Ausgabe vom Corebound, wo wir gesehen sind, von Mhm. Erik und der Noel, haben wir eigentlich auch gerade einer Band Mhm. versprochen und eigentlich sehr den cool. Handschlag gemacht, dass Mhm. sie im 26 auf der Bullet-Bühne stehen. Geil. Und ja, das machen wir eigentlich so. Uns spielt es keine Rolle, wie groß die Band ist, woher sie kommt, was Mhm. sie für Musik machen. Klar, es muss an zum Tag etwas mit Metal, Punk, Hardrock, was auch immer zu Mhm. tun haben. Aber eben, ob sie jetzt Fame sind oder nicht, wir wollen die Bühne eigentlich für alle bieten. Mhm. Mhm. Sehr Und cool. klar brauchen wir die gewissen Headliner dabei, weil du weißt es selber, wie es ist. Du füllst es dort Mhm. einfach nicht mit einer Ja, Local Show. voll. Das kriegst du Mhm. einfach nicht an. Mhm. Alright, sehr cool. Hey, ja, das ist ganz geil. Also ich freue mich jetzt auf die weiteren halben Tag und morgen nochmal den Sonntag. Das Heute kommt gut. erwartet dich noch ein paar Highlights, ein paar Alright. spezielle Sachen. Bin sehr gespannt. Nein, aber merci an die Zeit genommen. Vielen Dass Dank wir mit mir dir. schnurren. Danke vielmals. Das ist nicht das letzte Mal. Und ja, freue mich mal auf. Eben, übrigens, Sommerausgabe, habe ich vergessen. Machen die Sommerausgabe das Jahr auch? 12. Juli. 12. Haben wir Juli. vor einem Monat ungefähr gepostet. Perfekt. Alright. Machen wir. Sehr gut. Tipptopp. Hey, merci vielmals. Hey, vielen Dank. Danke vielmals. Für uns sind es dann 2 Sekunden später und dann kommt der nächste. Ciao zusammen. Brian! Ja, Ricky, hoi! Hey, wie geht's? Hey, danke dir, dass du nachfragst. Ich sag dir, im Moment ist das Adrenalin, ich kann es fast nicht sagen, wo reinkickt. Weil ich habe die erste Ansage jetzt gerade gemacht, oder? Erste Band hat gespielt vom heutigen Tag, Beyond Dystopia. Vor dem, eigentlich wirklich bevor ich dort auf die Bühne bin und so der Rush kam, ist richtig heftiger Kater gehabt. Ja, eben Tag 3 ist jetzt. Du hast Tag 2 überlebt mit dem Evil Jared. Ja, das Krasse war ja, ich meine, ihr habt ihn vor allem auf der Bühne gesehen, ihr habt ihn gesehen, seine geniale Aftershow-Party Aha. machen, das DJ-Set. Mhm. Ich bin den ganzen Tag mit ihm, oder? Und er hat mir die geilsten Storys erzählt. So mit Rammstein hat er dort Party gemacht, mit Metallica da, mit Slayer hat er dort das gemacht. Er ist Aha. einmal zum Beispiel einfach als Roadie auf Tournee, wenn er nicht mit der Bloodhound Gang auf Tournee war. Geil. Zum Geil. Beispiel eben mit Slayer. Also Sick. er hat wirklich
so viele krasse Stories auf Lager gehabt. Ja. Und dann bis im DJ-Set haben wir noch ganz, ganz viele Jägermeister vernichtet. Und anscheinend habe ich gehört aus Erzählungen, dass ich dann mega gut getanzt habe zu solchen Songs auf dem Jägermeister. Sehr gut. Und Yeah. bis wann habt ihr eine Party gemacht? Party hard? Party, die offiziell war bis um 4 Uhr. Ich bin dann auch heimgegangen. Aber für die von der Crew, die dann noch geblieben sind, wo alle Zuschauer weg sind, für die ist es noch ein bisschen weitergegangen, weil Jared hat auch noch ein bisschen weiter Party machen. Und man munkelt sogar, dass er dort dann, also im Rahmen von, nicht mehr von Festivals, sondern eigentlich privat, hat er noch ein bisschen so Sachen gemacht, wo er bekannt ist dafür. Oder? Okay. Ja. Sehr gut. Also du hast in dem Fall am 4 Uhr gesagt, du Am gehst 4 Uhr schlafen. habe ich gesagt, hey, mega, mega toll gewesen. Haben wirklich einen Hit nach dem anderen laufen lassen. Und recht wenig eigentlich Bloodhound Gang, aber wir haben alle wollen, dass er Bloodhound Gang bringt. Und mega lustig bei Ballad of J.C. Lane, das tue ich mega gerne Karaoke singen. Bei dem hat er mir einfach das Mikrofon gegeben und ich habe gesungen dazu. Wirklich. Hey, mega cool, ja. Fanboy Geil. Moment. Also Tag 2, Fazit. Extrem. Extrem ist das, was zutrifft, weil mit dem Evil Jared Party machen, er legt dich warm an, wenn du mit ihm mithalten willst. Das ist wirklich heftig. Ja, das glaube ich dir. Alright, sehr gut. Ja, du musst nachher, glaube ich, ansagen. Genau, nachher kann ich Comaniac sagen, freue mich richtig drauf. Thrash Metal Flagge wird hochgehalten von ihnen. Ist nicht zuerst Vicious Rain? Nein, zuerst ist oben Comaniac. Oben ist Comaniac? Oh, habe ich falsch Genau, Das Vicious Rain kommt nachher. Ah ja, hast recht. Okay, ja, da bin ich gespannt. Ja, yeah. Kommst du auch, oder? Ja, Thrash Metal schauen, ja voll. Perfekt. Ja. Ricky, richtig geil, bist du für Metal Servela alle 3 Tage da. Jawohl. Weil ich könnte nicht neben dem Host auch noch podcasten. Du, ich habe es auch probiert, aber es ist schon recht sportlich. So 10 Minuten inzwischen. Amigs habe ich ein paar Bands verzichten, um ganz zu schauen. Ein bisschen geschnurrt. Aber ja, sonst können wir nach dem Festival vielleicht mal in Ruhe mal einen Recap machen, würde ich sagen. Weil Ja, wäre eine Variante, voll. Fände ich gut. Weil so viele Interviews habe ich nicht führen können. Aber du, es ist ein cooler Festival, coole Leute und sonst so viele Gespräche. Es ist wirklich ein Klassentreff für Local Bands, finde ich ganz geil. Oh ja. Es ist so viel. Und es ist für einen guten Zweck, muss man immer wieder betonen. Definitiv, ja, es ist Benefits. Alright, also, dann viel Spaß. See you later, Ricky. Ja, bis dann. Have fun. Ciao zusammen. So, bonjour. Oh, you're fucking crazy. So, alle zusammen, wir sind da zurück und... Fuck, was bin ich da am Verlieren, Mann? Ah, wir sind da mit dem Dave von Vicious Rain. Hallo, Puri. Hallo. Wie ist long time no see? Hey, ja, hey, gut, danke. Wie bist du? Hey, gut, ganz gut. Schön. Ein bisschen müde, aber... Ja, du, easy. Aber immerhin, ja, wir sind nicht die Jüngsten, oder? Ja, das stimmt. Ja. Aber ja, hey, heute spielt ihr. Gibt es so Pre-Gig Nerves oder gar keine? Hey, jetzt gerade noch nicht. Ich bin meistens der, der so 5 Minuten vor der Show mega nervös wird und eigentlich am liebsten die Show würde abbrechen. Ja. Aber jetzt geht es gerade noch. Okay. Musst du vor der Show noch schießen? Nein. Nicht? Nein. Das ist nicht so dein Ritual? Das ist meins. Ich muss, wenn ich nicht kann, dann bin ich nervös. Okay. Aber vorher sind wir gerade über Airfryer am Stunde gewesen. Ja. Erzähl mal, wie hat Airfryer dein Leben verändert? Hey, es ist wirklich einfach, ich brauche ihn jeden Tag, sehr oft, sehr intensiv. Ja. Ich bin mega Fan. Das Einzige, was ich bereue, ist, dass ich mir ihn nicht schon früher zugelegt Ja, habe. gell? Was sind so die Gerichte, die du am meisten machst mit dem Hey, am meisten nicht, aber ich mache sehr gerne so selber Fried Chicken. So selber panieren und so. Und dann sogar? Ja, Okay. voll. Aha, Das mache ich sehr gerne. Sehr geil. Ja. Kombiniert mit Reiskocher oder nicht? Nein, wirklich? nein, den Reis mache ich noch. Oldschool? Ja, oldschool, Bro. Nicht voll automatisiert. Nein, so ein bisschen Seele muss noch drin sein. Nein, ich jetzt einfach den Chicken im Airfryer, den Reis im Reiskocher für Japaner und dann läuft's. Fair. Ja, weißt du, das ist der Homeoffice-Special. Ja, genau. Erzähl mal, Vicious Rain, die sind ja am explodieren. Warte, die sind am explodieren. Ich sehe, es läuft sehr gut bei euch. Erzähl mal, was ist so seit wir das nicht im Podcast geschnurrt haben, vor irgendwie fast 2 Jahren. Boah, ja, Was hat sich alles verändert seitdem? Hey, ja, wir haben ein Album rausgebracht. Das ist so das Main Thing. Ja, das ist eigentlich, glaube ich, relativ gut angekommen. Ja. Es hat auch Spass gemacht. Also, die Songs machen auch immer noch Spass zum Spielen. Ja, wir werden auch heute das ganze Album spielen. Ja. Oh, ja. das ist schon geil. Voll, ja. Und ich meine, Amongst Pariahs, Nubia, Vicious Rain. Was hast du in dieser Zeit gelernt? Wie lange bist du jetzt Vox am machen eigentlich? Ich glaube so 10 Jahre. Nur?
10, 11, also so live, oder? Ah, live, okay, live. Ja, 10 Jahre, Okay. genau. Was hast du so gelernt in dieser Zeit? Ich glaube, so ein bisschen Bühnenpräsenz und so, das ist halt so ein bisschen das. Was ist so die Checklist? Was musst du machen, was kannst du nicht machen? Auf der Bühne? Ja. Hey, schwierig. Ich glaube, also, was nicht machen, ist glaube so langweilig sein. Ich meine, das ist wie selber, oder wenn du irgendwie so eine gewisse Unsicherheit hast. Ich meine, ich glaube, es gibt schon, also man kann schon unsicher sein auf der Bühne vielleicht, aber dann musst du ein bisschen überspielen. Also, es ist schwierig zu glauben, also, was hättest du nicht so Bock? Und ich meine, Bock macht sie wirklich. Also, Muss zum Sound passen. irgendwie. Ja, voll. Singer-Songwriter kannst du mehr so irgendwie... Aber Metal musst du dominieren. Ja, weißt du, das kann zwar schon geil sein. Also, ich meine, es muss passen, oder? Es gibt auch viele Bands, die vielleicht irgendwie so einen ruhigen Sänger oder so haben und dann passt es zu der Musik. Ja, eigentlich so, wie du sagst, ja. aber ja. Okay, aber voll. ich glaube, du meinst wahrscheinlich so Nervosität nicht zeigen. Und so. Ja, voll. Oder weißt du, wenn du so, kennst du den Vortrag hast? Aha, ja, ja. Dann ist so das A4-Blatt Ja. und dann zitterst du so mega. Redest du schnell, oder? Ja, voll. Ja, einfach langsamer reden, das ist so one thing. Wirklich. Genau, ja. Zwischen, ja, wir sind Fischer's Rain. Ja. voll. Wir haben Merch. Ja, genau. Ja. Aber weil ich frage einfach für mich, weil ich jetzt ansinge. Ah ja, gell? Stimmt. Was kannst du, weil ich weiss, Merch kannst du nicht vergessen zu sagen. Stimmt. Dann alle andere Bands bedanken und den Namen richtig sagen. Ja, voll. Ortschaft nicht vergessen. Stimmt, ja, es sind ein paar Sachen. Eben, gell, erzähl mal. Ja, Ich brauche Infos. Ey. Kennst du das, wenn du dich jemandem vorstellst, oder jemand sich dir vorstellt und du einfach so hoffst, dass du den Namen kannst merken und dann nachher auch richtig sagst? Ich vertraue mir meistens eben auch wenn ich irgendwie den Namen im Kopf habe und denke so, ey, ja, das ist der Ricky, hat es mir vorher gesagt. Ja. Ich traue meinem Gedächtnis nicht genug fest, dass ich es dann auch so wiedergeben kann. Mir ist Dann sage ich so, yo, Mir ist gestern Bro. wieder passiert, im Fall, dass er meinen Namen Ja. gesagt hat und 1 Sekunde später so, fuck, was ist da? Ja, eben, gell? Yes. Voll. Und dann Am besten schreibst du es auf die Setlist. Weißt, du hast eine Setlist mit den Songs, mit dem Datum, vielleicht noch das Line-Up. Das ist vielleicht bei einem Festival ein bisschen schwieriger, Ja, aber schwierig, nicht sagst du ja. einfach. Also, Alle anderen Bands. Ich meine, du sagst alle Bands und dann ist Z vorbei. Ja, genau. Du musst einfach nach jedem Song eine Band sagen. Genau. Ja, voll. Ja, shit, ja. Nein, aber sonst technikmäßig hast du irgendetwas gemerkt, was sich geändert hat? Hey, ich glaube einfach so die Routine. Das Aufwärmen- kommt dann wie automatisch. Was? Sorry? Hast du Aufwärmroutine? Ich schaue, dass ich einfach Machst du mal den- 1, 2, 3 Alibi-mäßig, 1, 2, 3 Mal Alibi-mäßig ein bisschen schreien. Machst du High School Musical Ja, Warm-up? genau. High School Musical, genau. Schau mal. Hallo zusammen, ich komme euer Interview crashen. Komm, Es komm. geht, der Witz muss schnell unterschreiben. Oh. Willst du ein bisschen schnurren? Kann ich auch, aber Ja. hey, ich bin der Triss und ich spiele Gitarre bei Vicious Rain. Und wir sind hier am wunderschönen Bullhead Festival und spielen eigentlich schon bald. Und ich bin Schon. mir hundertprozentig sicher, dass der Dave mega coole Geschichten am Erzählen ist. Alle Spoilers im Fall, er dürfte die Hälfte nicht sagen. Boah. Ich habe schon den ganzen Jahresplan schon erzählt. Komplett, alles Spoiler, Rock am Ring, alles. Ja, die Metallica-Tour habe ich jetzt schon gespoilert. Ja, Label kommt nachher und sagt so, Boys. Super geil. Ja. Ja, aber dann wünsche ich euch noch viel Spaß bei eurem Interview und dann gehe ich mal den Rest der Band aufsuchen zum Unterschreiben. Unbedingt. Hey, Wix. Mach's gut. Ciao. So, wo So, sind wir? High School Musical. Ah ja, genau. Wie hoch würdest du High School Musical als Einfluss einstufen? Schon sehr hoch. So, Ja. Also vor allem der zweite Film. Ich finde, der zweite Film hat auch wirklich die besten Songs. So die Der meisten- Basketball-Part, oder? Ja, voll. Wo sie, Ja, wo also sie weißt- den Basketball als Sample genommen haben. Genau. Ja, das ist Nein, geil. mit 2 ist es eben geil, weil dort sind sie auf der, in dem Country Club. Ja, voll. Und dort gibt es ja auch die Szene mit dem Troy, wie er mit dem Golfschläger so tanzt und singt und so. Stimmt. Ja, Dann weißt du, so ins Wasser schlägt und so. Aha. Also sehr inspiring. Sehr inspiring, Ich oder? channel auch immer meinen inneren Troy Sehr in gut. den Musikvideos. Sehr gut. Also das ist Ja, voll. Einfluss Nummer 1 für Vicious Rain. Genau, ja. Geil. Kann man so sagen. Ja, sehr sick, Alter. Aber spielt ihr bald? Ich habe gemeint, ihr spielt erst in 2 Stunden. Hey, um 6:30. Okay, ja, der Fall. Was ist jetzt für Zeit? Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Ah, ja, Es wird cool. schon jemand kommen, wenn ich was Gut. Ja. Ja, aber Dings, wir sind jetzt, glaube ich, seit dem Album beim Label, oder? Bei Dings, wie heisst es? Bei Rising Empire, ja, also wir haben... Fast Label gesagt. Ja, nein, wir sind jetzt, also mit dem Album eigentlich, also wir sind wie vorher halt, bevor Ja. das Release ist, Ja, obviously, voll, ja. genau, und haben Ja. dann wie Ich meine, das erste Album... das Album, wie lange
geht es zu einem Album, überhaupt an einem Album schaffen? Also, bevor es überhaupt raus ist. Oder erzähl mal. Ja, es kommt halt mega darauf an. Es kommt mega darauf an, wie schnell du bist, wie inspiriert du gerade bist, was für einen Drive du hast, wie viel Zeit du hast, wie viel Zeit du willst investieren. Eben fürs Erste haben wir jetzt uns ein bisschen Zeit genommen. Jetzt sind wir ja schon am zweiten dran, das kann man glaube ich so sagen. Wir haben ja noch nicht released, so in dem Sinne. Und jetzt sind wir eigentlich recht weit. Also das, ja, dann beim ersten haben wir wahrscheinlich länger gebraucht, oder? Genau, ja. Aber dann, würdest du sagen, 2 Jahre, 3 Jahre sind wir dran gewesen? Also, wir haben 2 Jahre, ja, vielleicht so 1,5 bis 2 Jahre. Quasi erst bei den Releases haben die erst das mit dem Label gesagt, aber die sind schon lange ja in Planung und am Reden mit denen gewesen, oder? Ja, genau. Also wir haben ja wie 2 Songs mal aufgenommen und die dann auch mal so ein bisschen rumgeschickt und so. Und Arising hat dann gefunden, hey, finden wir cool, tun wir doch signen. Und wir so, easy, machen wir doch. Ja. Und es war auch nicht unbedingt der Plan, gerade das Album rauszubringen, aber durch den Plattenvertrag ist dann wie... Okay, ja. Ist dann wie gekommen, ja, okay, verstehe ich. Und was habt ihr so gemerkt, was ist anders, als ihr mit dem Label zusammenarbeitet? So was ist anders als im Vergleich so, also wenn ihr kein Label mit zusammenarbeiten? Hey, also das Label tut halt einfach so ein bisschen die ganze Arbeit, die du reinsteckst, nochmal ein bisschen verstärken. Es ist wie, du musst gleich dranbleiben, du musst gleich arbeiten, also genau gleich reingehen, aber sie tun das, wie schon gesagt, einfach ein bisschen verstärken und geben dir eine größere Plattform. Und es hilft auch ein bisschen mehr, um mit Partnern zusammenzuarbeiten. Ja. Also du hast halt wie ein bisschen mehr Leverage, wenn du musst nicht also ja, du musst gleich halt fragen und betteln und alles, aber es ist nicht mehr so eine... Es ist so wie Indian Matchmaker, oder? Kennst du? Nein. Indian Matchmaking, Alter, auf Netflix, Beste. Was? Indian Matchmaking ist das Beste auf Netflix. Okay. Kennst du nicht? Nein. Okay. Das ist eine Person, die quasi sucht eine Frau für einen Mann, einfach in der indischen Kultur. Das ist weltweit. So wie quasi analog Tinder. Aha, nein, okay, ich kenne es Matchmaking. von der Kultur, aber ich habe jetzt keine Serie darüber gesehen. Aber, ja. Bro, du musst Indian Matchmaking auf Netflix schauen. Ja, okay. Aber es ist so wie der Dealbreaker, oder? Die Kontaktperson. So wie der... So ein Broker. Also so ein Broker. So wie der Master of Secrets von Game of Thrones, oder? Der Glatzkopf. Ja, genau. Genau so. Okay, ja, geil. Ja, ich kann gesehen, also ihr habt eine große Bühne können spielen mit ein paar coole Features haben ihr auch noch gemacht. Features Serie haben ihr, glaube ich, Genau, wir haben jetzt wie den ersten Song, den wir je rausgebracht haben, Devil in Lovers, haben wir nochmal neu mit Amy von Future Static re-released. So. Geil. Ja. Sehr geil. Ja, und was darfst du jetzt verraten, was kommt so in nächster Zeit? Also, ich schaue schnell, ob der Mauro mich sieht von da. Aber nein, also es kommt sehr bald mal wieder neue Musik. Cool, sicher eine Single kommen. Und ja, wir sind an Album Nummer 2 dran und das kommt bald. Ich könnte da gar nicht viel mehr sagen, weil für uns auch viel mehr noch offen ist. Genau. Jetzt haben wir noch ein paar coole Shows sicher dieses Jahr. Könnt ihr mehr Melodik, mehr Herz? Wir probieren zu experimentieren ein bisschen. Ich glaube, man kann wirklich sagen, dass wir jetzt mit den neuen Songs ein bisschen heavier werden, ein bisschen aggressiver vielleicht. Ja. Es ist ein bisschen ein hässigeres Album. Ein bisschen mehr Black and White, Color Grading und so. Ja, genau. Ein bisschen entsättigen. Ja, voll. Geil, sehr cool. Ja. Dann freue ich mich. Ja. Freue mich auf euren Gig, dass ihr das ganze Album spielt. Ja, danke. Und merci, hast du mir ein bisschen geschnurrt. Schön, dich wieder mal gesehen. Gleichfalls. Alright. Bis später zusammen. Bonjour, Madame et Messieurs. Wir sind zurück mit dem Herrn Sauvage. Hallo zusammen, hallo. Savage Drums vor? Ich spiele bei Iron Your Fate, Schlagzeug, ja. Jawohl. Und? Wie läuft? Sie haben ja auch gespielt am Freitag? Jawohl, wir hatten am Freitag unsere Plattentaufe gehabt. Haben das Ding getauft, ein paar Songs gespielt und hatten gute Hütten gehabt, gut gefüllte Hütten. Jawohl. Ihr seid eben letztes Jahr als Backup-Band, habe ich gehört. Das ist richtig, ja. Wir sind hier auf eine Bereitschaft gesehen, ja. Und das ist ja dann an der richtigen... Das haben wir die Bereitschaft umgesetzt. Ja. Sehr gut, sehr gut. Ja. Aber erzähl mal, weil ich mir mit Sveti davon geschnurrt vom neuen Album. Und ja, erzähl mal ein bisschen vom Prozess von deiner Seite. Wie hat es ausgesehen? Was soll ich sagen? Also, es ist eigentlich von mir aus gesehen, mein erstes Album, das ich so gemacht habe. Und
Ja, es ist mal eigentlich etwas Neues gewesen, wirklich mal ein komplettes Album aufnehmen, sich selber nachher noch mal hören, in das Studio zu gehen, das Ganze aufnehmen und auch seine Visionen, die man am Schlagzeug hat, mal effektiv umzusetzen. Ja, aber ich meine, du hast allgemein viel Drum-Videos und Material gemacht als Monsieur Sauvage. Ja, genau. Und was würdest du sagen, hast du jetzt von der ganzen Erfahrung gelernt? Weil ich habe gesagt, du hast viele Bands covered, auch viele von den Schweizer Bands. Was hast du dort gelernt, wo nachher bei Iron of Fate umsetzen? Ja, ich sage, ich lehre halt dort mehr so, wie lehre ich möglichst schnell einen Song selber. Okay. Aber es ist halt vielleicht gleich einen Beat oder so, wo du halt gleich übernimmst, etwas, was du hörst in einem anderen Song, den du übernehmen und so. Ja. Aber sonst, das hilft mir eigentlich mehr für meine Session-Drummer-Tätigkeit, die ich noch Machst du auch viel Session-Drummer? Ja, ich habe jetzt ein paar Bands. Ich gehe jetzt mit dem Moped-Lads mit. Ich bin letztes Jahr mit 4 Lab mitgegangen. 2 Gigs. Mit Soulline habe ich Gigs gespielt. Oh, geil. Mit Xoner bin ich auch noch einmal mitgegangen letztes Jahr. Also ich habe da bist einiges unterwegs. Ein paar Gigs gespielt und das Jahr sind auch wieder ein paar unterwegs. Und auch noch eine Überraschung, die ich jetzt in einer zweiten Band spielen will. Oh, sogar. Hey. Nein, ist Zeit für nichts. Nein, das mache ich nicht mehr. Hör auf, arbeiten. Ich lebe nur noch von dem. Ja. Oder machst du wieder Bella, spielst in 4 Bands und schaffst 100% dazu. Ja, der Bella hat erzählt, er ist einfach auch gezwungen worden. Ja. Du bestimmst das das Leben. Das sagt er bei jedem Projekt, dass er gezwungen worden wird. Nein, geil. Aber was würdest du sagen, wenn ich vermute, du musst nicht bei jeder Band gleich spielen, oder? Das ist sicher so, du musst explizit irgendwie Stil anpassen zu der Band, oder? Definitiv, Wie ist der Prozess eigentlich? Ja, ich mache das eigentlich immer so. Ich kann im Geschäft immer Musik hören. Bin ich Informatiker. Da ist Zeit zum Musik hören für dich selber. Ja, IT, Bruder. Und, auch IT, hä? Ja, aber du hast viel Zeit zum Musik hören und dann kannst du recht das Zeug zu Gemüte führen. Und irgendwann hörst du etwas, wie es muss tönen. Und anhand von dem durch meine Beats entsprechend anpassen. Alright. Also es ist nicht so, dass du so gewisse Patterns irgendwie zu einem Spielstil zuweisen. Oder du hast auch ganz crazy Shit bei Bands, die du sonst nicht hören würdest. Ja, ich sage, irgendwann passt vielleicht schon mal ein Blastbeat rein, aber vielleicht in einer Punkband noch ein Blastbeat ist vielleicht nicht optimal. So wie der Metal Drummer bei der Killer-Band. Ja, genau, ja, das ist... Hey, das führt zu Memes, oder? Memes führt zu Das ist Promo. Publicity, aber das ist am Schluss ist eigentlich für die Session dran, musst du eigentlich dich auf das einstellen können, oder? Okay. Oder bei Helene Fischer, Blastbeats, passt nicht. Alright, aber sonst Session Drumming machst du eher im Rock- und Metal-Bereich oder hast du auch vor, die anderen Bereiche noch mitzumachen? Ich denke, also ich körper jetzt schon eher vom Metal-Bereich, aber falls jetzt etwas kommt, jetzt Jazz habe ich auch schon mal Sachen gespielt früher. Ja. Aber sehen wir, wenn es soweit ist. Und sonst so Content-mäßig, so Instagram und so YouTube, nicht mal machst du auch. Weißt du, der Plan dort, machst du noch mehr? Ja, dort ist einfach immer das Ziel, einmal in der Woche. Und das würde ich eigentlich beibehalten. Ja. Alright, konsistent. Sehr gut. Genau. Sehr gut. Und machst du mal einen Schweizer Downbeat-Podcast? Oder was? Nein, die Spirale geht definitiv nicht runter. Okay, nicht so etwas für dich. Nein, das mache ich glaube nicht. Nein, Drum-Podcast, das gibt genug, das machen andere besser als ich. Ja. Alright. Kann man nicht machen. Das ist gute Publicity für die Band. Ja, das ist so. Und sonst, ich habe gehört, wir sind mit Iron of Fate noch neues Zeugs am Schreiben. Probierst du auch etwas Neues, etwas Besonderes bei den Songs, oder? Ja, sind die Sachen, die jetzt hier rum sind, relativ anders von den Sachen, die wir jetzt haben. Das heisst, es sind auch für mich eine neue Möglichkeit, ein bisschen andere Sachen reinzubringen und ein bisschen anders an das Ganze hinzugehen als bisher, oder? Also irgendwo einen Trap-Beat einbauen und so. Wer weiß, wenn es passt. You never know. Wenn es passt, dann kommt es rein. Ja, alright, sehr gut. Und eben, wie lange machst du jetzt den Drumming-Content? Ich würde jetzt behaupten, es ist im April 4 Jahre. 4 Jahre sogar? 3 oder 4 Jahre müsste das einfach sein. Was hast du gelernt, wo könntest du weitergeben, wo es vielleicht mal versuchen? Ja, was soll ich sagen? Sicher Schlagzeugunterricht, wenn man jung ist. Und sonst gibt es im Internet inzwischen ganz viele Leute. Der Bario hat noch seine Tipps, die er hier präsentiert. Wenn du einen Arm Blastbeats machst. Ja, wenn du nur einhändig spielen willst, falls du einen Unfall hast oder so etwas. Und sonst im Internet gibt es genug Sachen, die du üben kannst. Und meine Motivation war eigentlich in der Corona-Zeit, dass ich gesagt habe, ich will mehr Schlagzeug spielen, ich fange jetzt an
Videos machen, oder? Ah, dort hat es angefangen, ja. Genau. Stimmt, jetzt von die Mathe mache im Kopf. Ja. Ich bin daheim gehockt, irgendwann habe ich den Weg zwischen Bett und Pult gekannt. Ja, ich dachte, jetzt muss ich einfach irgendetwas anfangen machen. Mhm. Ja, voll. Das ist spannend. Aus die... ich habe jetzt das Wort vergessen. Aus Circumstances. Ja, genau. Wie heißt es auf Deutsch? Aus den Umständen das Beste machen. Genau, ganz wichtig. Sehr gut. Alright, cool. Und ja, Bullet Festival, wie findest du jetzt bis jetzt? Ich war vor allem am Freitag da, bin jetzt schnell auf Comania gekommen. Es ist eigentlich eine geile Sache hier. Ja. Also es macht Spass. Es macht auch Spass, die da sind. Es ist so aus der Artist-Perspektive, wie hast du es erlebt? Also top, ich bin zufrieden gewesen. Also wir hatten hier als Geschenk eine Flasche Wodka im Backstage gehabt, die ich noch nicht trinken konnte. Die schmeckt jetzt bei mir daheim. Haben Sie nicht vor dem Konzert ausgeleert? Nein, ich kann ehrlich gesagt nicht spielen, wenn ich gesoffen habe. Okay. Da machen die Füße nicht mit. Ja, das geht nur an der Fasnacht. Aha, ja, okay. Wenn du keine Füße brauchst. Dort musst du irgendwie fast dazu. Das gehört dazu, oder? Ja, dort gehört 1, 2, 3, 4 Bier vor dem Auftritt. Das ist so das Einwärmen. Dann bist du parat. Einfach noch mit Blastbeats. Keine Blastbeats. Vielleicht plötzlich Blastbeats, aber gute Leute finden es eben nicht so geil. Ah, wirklich? Okay, ja, in dem Fall. Alright. Hey, danke vielmals. Hast du mal abschließende Wörter für Leute, die den Podcast hören? Mal etwas von Irony of Fate, wo vielleicht mal aufpassen in Zukunft? Was soll ich sagen? Ja, kaufe unsere neue Scheibe Equinox auf ironyoffate.ch. Haben ihr noch Gigs parat? Wir haben Gigs. Zweit hat die schon gespoilert. Hat sie gespoilert? Sie hat gespoilert. Wir dürfen noch nicht alle erzählen. Aha. Doch einer an der Mahagoni Hall am 5.6. Der ist angesagt. Es gibt so einen Flyer. Ja. Wo ist Mahagoni Hall? In Bern. Okay. Ich weiss aber ehrlich gesagt nicht mehr, wo. Ich glaube, das ist in Bern. Okay. Ja. Cool. Alright. Dann, haben Sie es gehört? Merci vielmals, bist du dabei gewesen? Merci, dass ich etwas Wir haben es lang geplant. Ja, sehr lang. Wir haben es schon am Freitag abgemacht. Also ich habe mich jetzt monatelang darauf vorbereitet. Monatelang. Hast du können Research machen und alle total. Fragen vorausbekommen? Ja, ich habe alles vorausbekommen und habe alles geübt. Und wenn du etwas gesagt hättest, was nicht im Plan gewesen wäre, hätten wir das Interview gestoppt und gesagt, nein, so geht es nicht bei Metal Sevola. Ja, genau. Das ist alles strikt geplant. Ja, das ist wirklich da, hey, Passer auf, unter dem Tisch ist ein Baseballschläger. Ja, eben. Ja. Du siehst die Waffe nicht. Tipptopp, merci. Bonjour, Mesdames et Messieurs, wir sind zurück. Und diesmal haben wir hier eine ganz spezielle Gäste. Kannst du dich kurz vorstellen? Ja, hallo zusammen, ich bin Noel. Und liste mal auf, wo du alles mit involviert bist. Okay, aber ich bin überall nur so ein bisschen involviert. Okay. Also beim Bullet, natürlich. Da bin ich jetzt fürs Merch zuständig. Fürs was? Fürs Merchandise. Ja. Genau. Man trifft mich am Stand. Ich bin jetzt alle 3 Tage da gewesen. Ja. Dann mache ich mit dem Erik zusammen das K-Band. Jawohl. Genau. Das hat gerade erst so ein bisschen angefangen. Wir haben jetzt im Februar die erste Runde gemacht. Jetzt geht es so Ganz langsam cool weiter. Muss sagen. Ja, sehr gut. Schon dabei gewesen, gell? Sehr viele Leute sind erschienen. Das war insane. Das war mega überraschend gewesen. Ja. Mit dem haben wir überhaupt nicht gerechnet. Es war mega schön, also wirklich mega schön gewesen, zu beobachten, wie es den Leuten gefallen hat. Das Gute von Valhalla ist, dort kannst du auch eine riesige Platte mit Fleisch bestellen zum Essen. Ja. Aber weißt du, dann musst du nicht irgendwie noch im Mac gehen oder im Burger King, kannst du dort einfach Metal hören und essen. Das finde ich super. Ja, voll. Und man kann auch raushocken, wenn es einem zu laut ist. Ja, voll. Genau. Voll, ja. Genau. Und dann das Dritte, wo ich noch irgendwie ein bisschen reingerutscht bin, auch über das Bullhead, jetzt beim Wacken Metal Battle. Aber dort bin ich mehr beim Social Media. Also wir sind aktuell ein 3er-Team. Ja. Der Sebastian, der Stefan und ich. Genau. Ja. Und das läuft jetzt auch gerade. Also die Bands sind, glaube ich, fix. Genau, und jetzt findet dann die Semifinals statt. Alright, Und ja. das Finale ist dann heute Schür. Geil. Social Media mäßig machst du auch noch mehr Sachen dazu? Stimmt, ich habe ganz vergessen. IMS. Ja. Der Roman und der Joel haben mich ins Team dazu genommen, weil sie gerade von der Kapazität her, glaube nicht ganz so viel Zeit übrig haben. Dann haben sie gemeint, hey, ein bisschen Unterstützung wäre cool. Ja. Und jetzt mache ich dort einfach Social Media. Also wenn ich euren Event poste oder wenn ich eure neuen Releases reposte, dann bin ich das. Ja, Genau. das machst du wirklich super. Ich habe wirklich gedacht, wo plötzlich IMS, also Extreme Music Switzerland, voll aktiv wurde ist. Und ich habe mir gesagt, ich habe gesagt, so,
wo ist der Joel, wo ist der Roman? Und ich so, ja, plötzlich haben die Zeit, weißt du? Also, Ja, nein, merci vielmals. Das war auch das Ziel. Also, es war nicht das Ziel, um die Leute zu verarschen. Irgendwie. Weil auch der Bella hat, glaube ich, nicht mal gefragt, so, hey, wer von euch ist da? Roman, wo bist du? wir sind sehr verwirrt für ein paar Konzerte. Ja, voll, das kann ich mir vorstellen. Aber es ist dann auch komisch, wenn ich umgehe und erzähle, hey, das bin dann ich. Weil, ja, Gut, am Anfang ist ja so ein Surprise, oder? Für ein paar Wochen oder Monate war noch geheim gewesen. Ja, voll. Also, wir haben natürlich schon ein kleines Geheimnis daraus machen, damit wir auch den Podcast anfangen zu hören. Weil dort ist es wie ein Announcement. Da hat man wie auch so einen Starter gehabt, dass die Leute einmal reinhören, wenn es mit dem Podcast weitergeht. Aber schlussendlich, es geht ja nicht um uns als Person, es geht ein bisschen um die Musik, die wir teilen wollen, um die anderen Bands auch. Darum habe ich jetzt nicht erzählen. Aber du machst ganz gut im Fall. Also, ich bin ein Fan von den Social Media Zeugs, von alles, was du machst. Eben, gestern habe ich gehört, so wie du im Wacken Metal Battle auch noch drin bist, oder? Und erzähl mal ein bisschen so von deinem Background. Oder? Wie bist du auf die ganzen Social Media Themen und so reingekommen? Hey, mega zufällig. Social Media ist, glaube ich, etwas, für das brauchst du nicht brutal viel Skill. Ja. Also ich glaube, das, was der Roman und der Joel machen mit dem Podcast oder was ihr macht mit eurem Podcast, das braucht schon ein gewisses Kommunikationstalent, einfach, dass man ein bisschen, eben die Leute kann führen im Gespräch oder dass man auch ein gewisses Wissen hat über viele Bands oder auch über Technik, was auch immer das bedeutet. Ja. Und das habe ich halt wie nicht so. Also ich habe zwar mal in einer Schülerband gespielt. Okay. Ich habe Schlagzeug gespielt. Was haben die für Musik gespielt? Wir wollten eigentlich Metal spielen und Rock, aber wir haben keinen Skill. So fang's an. Dann machst du ein bisschen Punk für ein Titel. Ja, genau. Also Red Hot Chili Pepper Covers, Perfekt. The Cranberries Covers, so Zeugs. Geil. Hat mega Spass gemacht. Da hat sich ein bisschen auseinandergelebt. Aktuell spiele ich einfach ein bisschen für mich Schlagzeug. Okay. Ja. Aber ich bin nie mega in der Szene drin. Jetzt erst, als ich den Erik kennengelernt habe, hat mich ein bisschen das Ganze reingezogen. Ja. Und jetzt machst du Blastbeats einfach wie ein Blöd. Ich bin mir noch nicht besser im Schlagzeug. Aber hast du so eine E-Drum-Set daheim, oder? Ja, voll. Der Benji von Chevrolet hat mir eins empfohlen. Sehr gut. Das F-Note. Ich bin mega glücklich. Von welcher Marke ist das? F-Note heisst es. F-Note heisst, okay. Genau, das ist so eine japanische Marke. Okay, ganz geil. Sehr hochwertig, wirklich mega toll und eigentlich für den Preis mega fair. Geil, alright. Ich habe riesen Spass daran. Siehst du irgendwann, dass sie eine Band spielen? Ich habe gerade erst letztens darüber nachgedacht. Eigentlich schon. Ja. Aber ich muss eine Band finden, die jemand braucht, der nicht so gut im Schlagzeug also wo keine Schlagzeugspielerin braucht, die schon Blastbeats kann. Blastbeats? Also unbedingt mit Blastbeats? Nein. Okay. Nein, hey, ich wäre schon offen dafür. Ich müsste einfach so langsam ein bisschen reinkommen und üben. Und ich glaube, wenn ich dann wie einen Anreiz habe und mit Leuten spielen kann, die auch motiviert sind, dann kommt die Motivation auch, um noch mehr üben. Und, ich finde, das Wichtigste ist der Wille. Das Technische, das kommt immer. Oder? Das Zwischenmenschliche ist das Erste und das Wichtigste. Definitiv. Aber wenn du Bock hast, dann bin ich gespannt, dich mal auf die Bühne zu sehen. Ja, hey, vielleicht passiert das irgendwann. Ja. Was willst du? Okay. Oh, dein Handy. Ja. Alles gut. Kunst. Krass, merci. Alright. Genau. Und was willst du für Tipps geben an Bands, die keine Ahnung haben von Social Media? Das ist ja oft ein Thema, oder? Ja, heutzutage müssen wir noch Influencer sein und was auch immer, oder? Was willst du für Tipps geben, wo du mit wenig Aufwand könntest einiges in diesem Bereich machen? Hey, es gibt ein paar Tipps, die relativ einfach sind. Und ich glaube, es sind Stories oder ein bisschen persönliche Inhalte, wenn man die einfach teilt oder wenn man zeigt, dass man spielt. Das ist auch nicht immer so selbstverständlich. Ja. Also, dass man das promotet und vielleicht auch mal für ein Event, das einem mehr wert ist, vielleicht auch mal einen gesponserten Beitrag rausgibt. Das hilft mega fest. Und aktiv bei anderen Bands auch schauen und ein bisschen sich einbringen. Ja, also würde ich sagen, so ein bisschen reshare, ein bisschen supporten und dann kommt so indirekt nachher zurück. Hey, mega fest. Also wenn man auch zeigt, ich bin gerade an einem anderen Konzert von dieser Local Band, die sind mega toll, dann tun sie es wahrscheinlich auch reposten und dann sieht man einander. Ja, nein, ich glaube, so machst du auch Freundschaft und besonders wenn du vielleicht in der Szene neu bist, oder? So kommst du ziemlich schnell zum Gespräch mit anderen Bands, oder? Ja.
Sonst spielst du in einer Band und findest so, ja, wir bekommen kein Konzert, gehst einfach andere Konzerte, sagst hoi, du hast eine Story machen, share. Voll. Und das geht ja immer, also spielt immer irgendwo jemand. Und es ist auch eben schön, um die Leute kennenlernen. Definitiv, Und auch ja. das persönliche Kennenlernen ist mega wertvoll. Extrem, Vor Ort. extrem. Nein, und ich finde, eben, so wie du sagst, einfach dabei sein, oder wichtig. Und sonst, wenn, ich glaube, du machst selbstständig so, dass mit IMS Konzerte Reshares und Reposts und was auch immer. Aber ist besser, wenn sie euch taggen wahrscheinlich, oder? Ja, voll. Also es ist manchmal ein bisschen schwierig, weil es gibt so Zeiten, da habe ich nicht mega viel Kapazität, Ja. um Sachen reposten. Und da hilft es mega, wenn man einfach IMS taggt, Ja. also @Extreme Music Switzerland. Dann kann ich es direkt wieder teilen. Und Ja. auch, wenn man Releases uns schickt. Ich sehe halt immer so ein bisschen das, wo in der Bubble drin ist. Ja. Und wenn einmal eine Band vielleicht neu dazukommt, darf man es sehr gerne schicken. Ich würde es sehr gerne reposten. Also wenn man mir da ein bisschen unter die Arme greifen, dass ich nicht selber muss suchen muss, ist das super. Unbedingt. Nein, eben das Taggen, das Schicken. Fangen an nicht zu sagen, ja, warum shared mein Scheiß nicht innerhalb von 3 Tagen? Weil dann wirst du nicht Shirt bekommen. Im Fall. Ich habe so ein paar bekommen und extra die tue ich nicht teilen. Nein, sind freundlich, sind offen. Wir sind ja, das ist ja kein Fulltime-Job, oder? Ja, genau. Wir machen das alle aus Spaß, weil wir Freude haben an der Musik, weil wir Freude haben, dass wir einander etwas Gutes tun können. Ja, voll. Meckern bringt dort nicht viel. Nein. Eben ein bisschen geduldig sein. Wir haben alle noch einen Job nebenbei und das Studium nebenbei. Darum. Was willst du studieren? Kollaborative Raumentwicklung. Noch? Kollaborative Raumentwicklung heisst das. Alright. Ich kann es sonst kurz erklären. Es ist wie Raumplanung, Stadtplanung. Ja. Ein bisschen so. Okay, geil. Interessant. So Smart City-mäßig. Ja, das ist auch ein Teil davon. Sehr spannend, Genau. das ist sehr cool. Alright. Corebound 2 kommt jetzt, oder? Ja. Erzähl mal ein bisschen von dem. Da haben wir das Datum schon fixiert. Das ist der 24. Mai. Ist mein Geburtstag übrigens. Wirklich? Ohne Ja, Witz? ja. Cool. Also nicht, ich bin nicht böse, wenn du nicht kommst, wenn du den Geburtstag feierst. Ich bin noch unschlüssig, aber ich schau mal. No pressure. Bands sind schon mal sehr cool. Ja, voll. Wir haben es geschafft, dass Moment of Madness bei uns spielen Jawohl. möchten. Da haben wir uns brutal gefreut. Weil Hustler Heroes. Ja, voll. Die Local Heroes. Ja. Also ich habe die mega gern. Die haben auch letztes Jahr hier am Bullhead gespielt. Stimmt, ja. Ja, ich habe wahnsinnig Freude gehabt. Ich bin ein kleiner Fan. Ja, sehr Und gut. dann haben wir einfach mal probiert und gefragt, ja, hey, hättet ihr Lust im Valhalla in dieser kleinen Location zu spielen? Es ist nicht ganz so klein im Fall, wie man denkt. Ja, voll. Ich habe das Gefühl, Moment of Madness ist nochmal so ein bisschen... Also mit den Anforderungen, was sie haben an Licht und Ton, wird es wahrscheinlich nicht ganz alles abdecken, Ja. aber sie haben zugesagt. Sehr gut, Genau. sehr gut. Dann haben wir noch Days of Ruin. Ja. Auch super, da freue ich Ganz mich gut. mega, dass die kommen. Die Berner Heroes. Genau. Jawohl. Die sind klein, guter Hardcore. Yes, sie machen es gut. Ja, voll. Die haben auch letztens so in der Schür gespielt. Mega Fan. Und Pak Choi. Ja. Das ist eine Progressive Metal Band von Deutschland. Ja, Freiburg, gell? Ja, Genau. ja. Ich kann eben am Erik müssen fragen, hey, wie heisst die Band? Weil ich kann nicht lesen. Das Logo. Ja. Pak Choi, alright, geil. Ja, voll. Guter Name. Genau. Wir probieren ein bisschen Bands aus der Schweiz und Deutschland zu holen. Ja. Darum haben wir jetzt Sino dabei. Das ist gut für den so Austausch, oder? Ja, voll. Wir haben auch noch das Ziel, ein bisschen auf Frankreich rüber zu schauen, also dass wir auch mal französische Bands buchen können. Aha. Ist aber mega schwierig, zum Beispiel zu finden. Ich habe auch das Gefühl, also da könnt ihr sicher bei den welschen Bands mal fragen, weil sie haben sicher mehr Kontakt. Aber ich habe auch das Gefühl, ist schon, man spürt schon die Grenze dort irgendwie mehr, habe ich das Gefühl, als bei Deutschland und deutsch sprechender Schweiz, habe ich das Gefühl. Ja, mega fest. Ja? Also es ist nur schon die Sprachbarriere. Ja. Und auch, ja, wenn man auf Social Media geht, schauen und dann kannst du halt nicht schnell googlen, weil du musst auf Französisch übersetzen. Ja. Und du musst auch dann die Posts verstehen, wenn sie zum Beispiel in die Story schreiben, sie wären offen, zum mal zu spielen. Ja, da langt mir das Französisch leider nicht so ganz. Ja, muss man üben. Ja, voll. Genau. Ja. Also, das ist ein Müsli. Jetzt ist weg. Ja, gemeint, ist ein Blättchen oder so? Geil, okay. Sorry. Geil Shit. Nein. Ja, genau. Also, die deutschen Bands sind mega offen zum Spielen. Es geht mega einfach, es sind auch mega coole Leute. Ja, voll. Genau, und die französischen müssen wir jetzt noch suchen. Da gibt es Ja. sicher auch sehr viele coole Bands, die wir einfach noch nicht entdeckt haben. Es muss einfach mit der ersten starten, nachher baust du ein Netzwerk lang genug, oder? Absolut. Ja, und Corebound haben wir vor, so 2-mal im Jahr zu machen, ein bisschen mehr.
Ja, ein bisschen mehr. Also wir haben von Anfang an mal gesagt, ja, 3-mal im Jahr vielleicht. Und jetzt haben wir mittlerweile so viele coole Bands und so viele Ideen, dass wir sogar zu mehr tendieren. Ja. Also 4 vielleicht. Mhm. In Klammern vielleicht 5. Ja, sehr gut. Wir sind halt immer ein bisschen abhängig davon, wie das Valhalla gerade Kapazität hat und wie wir dann effektiv Kapazität haben. Aber ja, hey, wenn es funktioniert, dann machen wir es. Was ich eben auch ganz cool finde, mit Corebound, mit Metal Breed Bern, Metal Breed Bern zum Beispiel, ist, dass ihr auch miteinander euch austauschen. Also, wenn ihr mal so mit Konzerten promoten und organisieren und so, macht mal für eure eigene Stadt mal so eine Gruppe und tun mal nachher im Netzwerk reinkommen. Weil da finde ich es mega cool, wie ihr so, weil ich bekomme es halt so von den Sidelines ein bisschen über, oder? Ich finde es geil, Amex, wenn jemand findet, so, ja, irgendwie, wenn man eine Band von Basel, dann kommen sie auf Corebound und sagen, hey, was habt ihr für eine Empfehlung, wer kennt ihr? Oder umgekehrt, oder wenn ihr eine Band von Bern wollt, dann fragt ihr bei Metal Breed Bern. Deswegen mache ich jetzt so eine Insta-Page mit dem Namen von der Stadt, tun ihr so ein bisschen vermitteln und auch quasi, ist so wie eine Schallzentrale, oder? Also, hallo, Ja, genau. haben Sie Kontakt von dieser Person und dieser Person? Ist cool, finde ich geil, was sie machen. Und eben, es ist ja eine Herzblutsache, das ist wichtig. Ja. Und finde ich cool, wie du überall so involviert bist. Und eben, Wacken Battle, erzähl mal, wie ist das gekommen? Da hat mich der Sebastian gefragt, ob ich Lust hätte, weil ich ja bei IMS schon so ein bisschen im Social Media Game drin bin. Ja. Und er hat gefragt, ja, hast du Kapazität? Wir haben hier das Wacken Metal Battle. Ich dachte, ja, da gibt ja wahrscheinlich nicht so viel zu tun, mache ich. Hat gleich jetzt ein bisschen etwas zu tun gegeben, aber dadurch, dass ich nur im Social Media Bereich sozusagen verantwortlich bin, geht's. Und ja, wir haben uns einmal getroffen mit dem Stefan, der da hauptverantwortlich ist. Ja. Und er hat uns ein bisschen geschildert, um was es geht, weil jetzt die letzten paar Jahre kein Wacken Metal Battle stattgefunden hat. Ja. Es hat ein bisschen pausiert und jetzt haben wir es gerade wieder Vollgas gestartet. Also, Sehr gut. es gibt jetzt 8 Semifinals. Eben, hure viel, also wenn ich das gesehen habe. Ja, es ist sehr viel, es ist sehr ambitioniert, wir haben mega Bock. Aber wie ist es in dem Fall, für jede Region gibt es eins? Oder wie ist es? Ungefähr. Also wir haben probiert, Venues zu finden in unterschiedlichen Regionen. Also wir haben da im Welsch, also in Neuchâtel, haben wir eine gefunden, dann mehr in der Ostschweiz, in Biel, im Bernischen, Zürich etc. Ja. Und dort, also die Venues sind mega glücklich, um dort etwas zu veranstalten. Und jetzt sind pro Venue 4 Bands, die man andenkt. Und wir haben natürlich probiert, sie möglichst lokal zu kopieren. Okay. Es ist aber nicht ganz so einfach. Also Und dann kommt ein Gewinner von jeder Location und dann kommt es im Finale. Ja, genau. Das sind dann wie viele Bands im Finale? 7? 8. Fuck mich. Ihr müsst fast ein Semifinal machen. Ja, also es wäre krass. Wir haben ja die Jury jetzt für das Finale. Ja. Man kann sich das vorstellen wie ein Bullhead-Tag. Okay, also es wird eigentlich ein großes Event. Okay, sehr cool. Das Finale dann schlussendlich. Das ist interessant, da bin ich gespannt. Geil. Ja, kommt gut. Also ich bin mega geil, wie so ein Netzwerk am Bauen sind. Und dann kommt sicher cooles Shit in nächster Zeit. Ja, merci für Bin mir sehr gespannt. Merci. Wieder so, ja. Wir geben uns das Beste. Jawohl. Ja. Hey, merci mal, hast du mir ein bisschen geschnurrt und so. Bullet Festival, du bist jetzt alle Tage da gewesen. Was sind so deine Highlights bis jetzt, das Jahr? Du meinst einfach vom Festival selber oder so? Allgemein. Mega schwierig zum spontan zu sagen. Es ist mega viel Cooles passiert, mega viele tolle Releases, sehr, sehr tolle Shows. Ich muss sagen, mir hat die Abschlussshow von The Kate Effect Pollen etc. am 28.12. mega gefallen mit dem DJ-Set danach. Ja. Ich finde einfach das DJ-Set danach cool. Das ist geil. Genau. Ich würde sicher das Wichtigste vergessen. Das Grenchen. Ja. Das sowieso. Sehr cool gewesen, dass Breakdown of Sanity wieder da ist. Stimmt, ja. Kleines Highlight. Genau. Und ja, das persönliche Highlight halt das Corebound, das jetzt funktioniert hat, das erste. Ja. Voll. Das ist cool, wenn ein Passion Project so gut läuft, oder? Ja. Also wir haben ja schlussendlich gar nicht so viel gemacht. Wir haben auch von euch mega viel Unterstützung bekommen. Genau. Es ist einfach schön, dass etwas passiert. Ja, voll. Und so Bullet spezifisch jetzt in den letzten 3 Tagen. Was sind so Highlights da gewesen?
ich habe mega Freude an Shallow Descent. Yes, Ich yes. bin einfach so, ich bin mega Deathcore-Fan. Darum, das hat mir Sehr extrem gut. gut gefallen. Ja. Voll. Und also gestern habe ich leider nicht so viel mitbekommen. Am Merch ist mega viel gelaufen. Ja, habe ich herausgefunden. Vorher habe ich eine pinke Beanie wählen. Ist das eine Beanie? Schon, Ja, oder? ja, genau. Ich habe eine pinke Beanie wählen und die ist ausverkauft. Und ich so, nein! Ja. Gestern Abend habe ich gesagt, so auf dem Highway gedacht, so, die wäre schon cool. Jetzt habe ich eine andere Beanie, finde ich auch ganz geil. Mhm. Genau. Schaut ja gut. Merci mal. Es ist cool, weil es hat so weißt, ich kann eben gerne bouldern. Es hat so Boulderfarbe. Ich kann Boulderhosen, die genau in dieser Farbe sind. Ja. Passt genau perfekt zum Bouldern. Cool. Ja. Voll. Jetzt muss ich schnell spicken, was du am Ja. Freitag gesehen. Ja, ich habe auch ein paar Mal anschauen im Fall, weil mein Gedächtnis im Fall ist nicht das Beste. Nein, gell? Stimmt. Also am Freitag haben wir Lost Game noch gestartet. Ja. Lost Games sind immer Ja, wirklich top. Wirklich top, großer Jungs. Fan. Voll. Same. Es sind alle Bands mega toll, gewesen, wirklich. Und Kalecho halt der Headliner am Freitag, das war so ein bisschen Nostalgie von früher. Ah, Früher ja. noch sehr viel gehört. Sehr gut. Ja, darum, das war ein schöner, ein bisschen emotionaler Moment gewesen. Ah, sehr gut. Ja, hat Spaß gemacht. Ich glaube, im Sebi ist auch ein bisschen emotional geworden mit Kaifan, oder? Ja, voll. Ja, sehr geil, sehr geil. Nein, also ich muss sagen, was ich sehr geil finde, das habe ich so überlegt auf dem Weg da an jetzt am Sonntag, ist, ich finde die inspirierend, wie das ganze Bullet-Team einfach wirklich, alle sind wirklich Leidenschaft, also sie haben Leidenschaft für die Musik, für Bands und eben, sie machen es ja auch aus eigenen, also es ist nicht ein Job, oder? Du bist, wie sagst du das, du tust aushelfen, Ja, genau. oder? Also, es ist ein Benefiz, oder? Es ist alles für einen guten Zweck und ich finde, es ist ansteckend, die Energie von der Bullet-Leuten. Alle haben Freude, alle haben Bock. Alle haben richtig fett Party gemacht, habe ich gehört. Ja. Ich musste halt 1 Stunde heimfahren und nachher am Tag wieder zurückkommen. Ja. Aber ja, gehört, es ist einiges gelaufen da bis am frühen Morgen. Ja, weil einige sind gar nicht erst ins Hotel zurück, die sind einfach geblieben. Ja, das ist wirklich cool. Also ich finde mega geil, die ganze Energie, die ich da spüre. Also, Ja, es ist auch für uns mega schön. Mhm. Also es gibt schon auch Momente, wo es natürlich anstrengend ist. Da läuft viel und dann muss man alles koordinieren und dann läuft halt nicht immer alles nach Plan. Das ist dann anstrengend. Aber man hilft sich immer und es ist ein sehr konstruktiver Umgang miteinander. Ja. Und auch, ja, wenn man an anderen Konzerten ist, sieht man sich immer. Es gibt immer so ein bisschen das Ja, voll, Bullhead-Grüppli dann am definitiv. Greenfield oder am Grenichen. Also ich habe schon beim Pascal und Dani gesagt, ich sehe die mega oft an Konzerten und sonst andere Bullhead-Leute, die manchmal mit den Bullhead-Patches kommen und so. Und es ist cool zu sehen, wie es einfach so wie vor die Szene, für die Szene, finde ich ganz geil. Das ist wirklich ansteckend, die Energie. Ganz cool. Also Shoutout am ganzen Bullet-Team. Ich habe auch von den Bands gehört, sie finden es super. Die ganze Hilfe, Stagehands, alles, Organisation. Richtig cool. So. Danke vielmals. Voll. Also auch von mir, danke an alle, die da mithelfen. Das ist Ja. echt Und- cool mit euch. Und ich freue mich dann, wenn nächstes Jahr vielleicht meinen Vorschlag für einen neuen Merch-Artikel da finden. Genau. Also ich glaube, ihr nehmt auch mega gut Feedback von den Leuten. Also wenn jemand eine Idee hat oder findet, hey, das hat mir gefallen oder das hätte ich cool gefunden, können Sie irgendwie an die Leute vom Bullet einrichten und vielleicht siehst du, dass es auch umgesetzt wird nächstes Jahr. Ich habe da von der ersten Ausgabe zu der zweiten habe ich auch ein paar Sachen gesehen, wie zum Beispiel das mit der bisschen Pause zwischen Bands, finde ich sehr gut. Weil es war schon ein bisschen stressig letztes Ja, und ich voll. bin nur einen Tag im Fall und ich bin gestresst. Ja. Also ich finde die 10-15 Minuten zwischen Bands sehr gut. Ist auch gut, dass Brian ein bisschen schnaufen kann. Ja, nein, unbedingt. Also, wir haben auch gesagt, das letzte Mal ist das erste Mal, wir müssen jedes Mal uns verbessern. Und es gibt auch Du immer bist am Spiele. Anfang an da gewesen? Nein, das letzte Mal bin ich nur als Gast. Okay, gewesen. ja. Genau. Und im Verein bin ich dann kurz nach dem Festival. Ah, okay. Ja, sehr cool. Eben, wenn du im Verein mitmachen willst, dann schreib mal einen Bullet. Ja, voll. Hey, merci mal, hast du Zeit genommen. Ja, und ja, dann feiern wir mal den letzten Bullet-Tag. Merci vielmals. Dir auch viel Spaß. Merci mal.